Vielleicht würde das Känguru zu Köln ganz gut passen. Mit einem leeren Beutel große Sprünge machen, das klingt nach unserer Kommunalpolitik. Bei den ganzen Pegida-Demonstrationen in Dresden, da habe ich mich immer gefragt, wo ist das Jahrhundert-Hochwasser, wenn man es mal braucht? Ich genieße das manchmal, einfach so 30 Sekunden in die Kamera gucken. Ich weiß ja, was so eine Sendeminute kostet. Willkommen zur Fernsehsitzung Karneval in Köln des Festkomitee Kölner Karneval in Zusammenarbeit mit dem Westdeutschen Rundfunk. Man stelle alles ob der Kopf, so heißt das Motto der Session 2016. Ja, und so manchmal muss man das ein oder andere vielleicht richtig rumdrehen. Wir wollen hier aus dem Gürzenich zu Ihnen nach Hause auf der Couch Stimmung transportieren, gemeinsam lache, singe und viere und Ihnen die positive Seite unserer Stadt Köln zeigen, nämlich eine Kölsche Lebensart und eine Kölsche Lebensfreude. Ja, und wie fängt man eine Sitzung an? Natürlich mit einem Traditionschor. Und hier auf der Bühne steht die Bürgergarde Blau-Jolt. Und ich übergebe das Wort an den Kommandeurs, den Markus Walpott. Meine sehr verehrten Damen und Herren, schauen Sie mal auf die Bühne. Vor Ihnen stehen die absolut schönsten Männer Kölns. Und die tanzen uns zu Ehren unseres Festkomiteepräsidenten Markus Ritterbach ihren Jadetanz. Wieder fertig? Achtung, Jade! Tanz!
lassen wir ausrufen auf dieses stolze Chor. Dreimer von Hetze, Kölle, Sarah Knotz, Festkomitee. Herzlichen Dank. Einen roten Anzug, eine Krawatte, schicke Schuhe und blonde Haare. Hier ist der Spaßvogel von Deutschland Nummer 1, Guido Kanz. Morgen! Wie ist es? Hervorragend. Herr Kapellmeister, ich grüße im Namen der Gruppe. Wie ist die Lage? Hervorragend. Guck mal hier, der eigener Fanclub, oder was? Bützje, Alaf, Strüßja. Kommt ihr denn aus Köln? Ihr Hasen? Was? Wo kommt ihr her? Aus Port? Aus Port, aus meiner Heimat. Das ist schon schön. Ich war ja bis zum 1. Januar gar nicht da. Ich war im Urlaub in Österreich. Wir waren Schnee suchen. Und dann wird man ja ab und zu mal gefragt, so im Lift, wo kommen Sie denn eigentlich her? Dann sage ich auch immer stolz, Köln-Porz. Es ist schon schön bei uns. Liebe Fernsehzuschauer zu Hause, wenn Sie mal toll einkaufen wollen, kommen Sie nach Porz. Wir sind ein Shoppingparadies. Bei uns gibt es nur Fachgeschäfte fürs Schrottwichteln. Schön. Ja, ein Traum. Achso, ich muss natürlich hier vorne noch die Ehrengäste begrüßen. Guten Abend. Wahnsinn, wer alles hier ist. Grüße natürlich auch die, die ihre Karte gekauft haben. Hinten, hallo. Komm mal her. Ja, schön. Muss man ein paar Freunde machen. Es ist wirklich so, wenn du im Urlaub irgendjemand erzählst, dass du aus Köln kommst, ist die Reaktion der Leute immer gleich. Die gucken einen so ein bisschen mitleidig an, sagen, ach, sie kommen aus Köln. Weil die ganze Nation denkt, ist klar, die Kölner, die sind lustig, die schunkeln das ganze Jahr, sind immer leicht angetrunken. Lustige rote Nase auf, aber im normalen Leben richtig was auf die Kette kriegen die nicht. Und leider muss man sagen, so ganz Unrecht haben die gar nicht. Was können wir Kölner gut? U-Bahn können wir nicht. Halt mal fest, können wir abhaken, U-Bahn nein. Wie sieht's mit Oper aus in Köln? Schwieriges Thema. Es gibt ein neues Musical in Köln, Phantom, die Oper, läuft sehr erfolgreich. Ja. Ich sage Leuten von außerhalb immer, wenn du in Köln Tosca sehen willst, musst du zu 4711 gehen. Wie sieht es mit Oberbürgermeisterwahl aus in Köln? Schwieriges Thema. Die Wahl ist nicht das Problem, wir scheitern an den Zetteln. Das ist auch peinlich, ne? Damit waren wir in den Tagesthemen. Ha! Wir konnten über die Zettel. Deswegen habe ich vorgeschlagen, komm Freunde, die nächste Wahl machen wir unbürokratisch ohne Zettel am 11.11. Da sind die Kölsche unterwegs, dann hast du eine gute Wahlbeteiligung. Man geht nicht ins Wahllokal, sondern in ein Lokal seiner Wahl. Und das Kreuzchen machen wir auf dem Deckel an der Theke. So. Und wenn man hinterher gefragt wird von einem Journalisten, haben Sie Reker gewählt, sagst du, nee, Reisdorf. Aber auch schön. Also. Ja, nur her. Ja. Was können wir noch nicht so gut in Köln? Fließender Verkehr. Schwieriges Thema. Wir in Köln sind mittlerweile, herzlichen Glückwunsch, Stauhauptstadt Nummer 1 in Deutschland. Wir haben Stuttgart überholt, wenn man beim Stau von überholen sprechen kann. Sind Schwaben im Haus? Hier vorne der Geschäftsführer, hier vorne vom FC, Herr Werle, Cleverle. Ich bin ja selber halber Schwab, Restschwabe, mein Vater ist Schwab. Man muss sagen, die sind clever, diese Schwaben. Und geschäftstüchtig. Ich werde nachts manchmal wach, weil ich mich selber im Traum Schwäbisch reden höre. Ja, das liegt aber jetzt nicht an meiner Verwandtschaft, sondern an dieser Radiowerbung. Seitenbacher Müsli, Räuchkalle, Öle von Seitenbacher. Da denke ich mir mal, zu viel Maultaschen ist auch nicht gut, ne? Aber
die Schwabin. Ja. Herr Geisel übrigens, Moment, der Oberbürgermeister von Düsseldorf ist hier. Wo haben wir ihn? Der Mann ist doch auch aus Baden-Württemberg. Das Kostüm ist natürlich der Burner, ne? Können wir gerade mal einmal gucken gerade? Komm mal gerade mit. Nur mal zeigen. Guck mal hier, der sieht doch gut aus. Hi, Herr Geisel. Hier, das ist er. So siehst du aus, wenn du zu viel Altbier trinkst, ne, oder? Glöckner des Kölner Dom. Ach so. War Spaß. Ich muss ganz kurz eine Geschichte erzählen, die wirklich passiert ist. Ich habe im letzten Jahr für den WDR eine Sendung moderiert und mit einem sehr netten Kollegen, einem Schauspieler, der gebürtiger Düsseldorfer ist, aber in Köln lebt. Und diese Geschichte ist verbrieft. Der hat gesagt, ich habe ein Kölner Kennzeichen, weil ich hier lebe, bin aber Fan von Fortuna Düsseldorf und habe hinten rechts einen Aufkleber drauf. Und egal, wo ich das Auto abstelle, es gibt immer Ärger. In Köln wegen des Aufklebers und in Düsseldorf, weil ich ein Kölner Kennzeichen habe. Wahre Geschichte. Er sagte, er war in Düsseldorf trinken und hat seinen Wagen abends stehen lassen. Am nächsten Morgen wollte er das Auto holen. Da hat irgend so ein Vollidiot, weil er gedacht hat, ach, ein Kölner, die ganze Seite mit dem Schlüssel verkratzt. Die ganze rechte Seite, bis er hinten an die Ecke gekommen ist, den Fortuna Düsseldorf Aufkleber gesehen hat und dann hat er in den Lack reingeritzt. Oh, sorry. Wahre Geschichte, Hammer. Also, ja, bleiben wir mal bei Köln und dem Verkehr. Jetzt sind wir Porzer natürlich benachteiligt. Wir müssen morgens immer über den Rhein drüber. Die Brücken sind alle voll. Wir haben in Köln jeden Tag Brückentag. Das Beste ist die Zoobrücke in Köln. Das ist ein Traum. Morgens zwischen 8 und 9, 3 Fahrspuren, alles steht. Wenn du die Fahrspur wechseln möchtest, musst du das Auto vom Nebenmann kaufen. Und die Leute von außerhalb denken ja immer, wir Kölner sind so patriotisch. Ich höre das immer, Herr Kanz, toll. Wenn man so nach Köln reinfährt, oh, alles geschmückt in den Stadtfarben, schön. Rot und Wies, Rot und Wies, Rot und Wies. Sag ich, nee, das ist keine Deko, das sind die Baustellenbegrenzungen, du Jäck, ne? Schön. Natürlich manchmal sich schon so als Steuerzahler, was machen die eigentlich bei der Stadt Köln den ganzen Tag? Unsere neue Oberbürgermeisterin ist übrigens hier. Wo ist sie, Frau Reker? Wir haben uns ja schon gesehen. Sind Sie mit Ihrem Mann eigentlich hier? Der Mann ist Australier. Perry Summers. Kann ich kurz Kontakt sein? Den kenne ich noch gar nicht. Australier, das ist doch super. Vielleicht würde das Känguru zu Köln ganz gut passen. Mit einem leeren Beutel große Sprünge machen. Das klingt nach unserer Kommunalpolitik. Ja. Komm, wir haben doch alle Zweifel. Die Frau Reker ist doch gefragt worden bei der Pressekonferenz zum Dienstantritt, wie viele Leute arbeiten eigentlich bei der Stadt Köln? Da hat sie gesagt, oh, so ungefähr die Hälfte. Ja, klar. Und ich hatte einen Verdacht, ich sag's offen, weil ein Kumpel von mir hat sich beworben bei der Stadt Köln. Ne? Der hat dann seine Unterlagen eingeschickt, ist unter die letzten 3 gekommen. Und der Sachbearbeiter war sehr nett im Gespräch, sagte, Herr Mattes, wir haben hier so ein Punktesystem bei der Stadt Köln. Wenn Sie genügend Punkte erreichen, können Sie Montag direkt anfangen. Muss ich nur ein paar Fragen stellen. Sind Sie verheiratet? Ja, sagt er, klar. 2 Kinder, sehr gut, Kinder. Familie, 5 Punkte extra. Haben Sie gedient? Das ist eine Frage, die kennen junge Leute gar nicht mehr. Wenn du junge Leute fragst, haben Sie gedient, sagen die, haben Sie was? Die kannst du fragen, haben Sie gedealt? Dann sagt er, ja, früher mal. Ja, komm, lass doch mal jetzt, komm. Haben Sie gedient? Ja. 4 Jahre Zeitsoldat, sehr gut. 5 Punkte extra. Haben Sie irgendwelche Allergien? Ja, sagte ich vertrage kein Koffein, ich kann keinen Kaffee trinken. Ist das ein Problem? Nee, ich notiere das gerade, okay. Wie sieht es mit Ehrenamt aus? Hallo, Karnevalsverein, Vorstand, sehr gut, 5 Punkte. Letzte Frage, haben Sie irgendwas, was der Arbeitgeber noch wissen müsste? Sagte ja, ich habe einen Schwerbehindertenausweis, ich hatte mal einen schweren Autounfall, Beckenbruch, damals auch beide Hoden verloren, war jetzt nicht schön, aber ist kein Problem. Alles klar, ist notiert. Super, Herr Mattes, herzlichen Glückwunsch. Die Punkte reichen, Sie können Montag anfangen. Arbeitszeiten bei der Stadt Köln sind von 7 bis 16 Uhr. Reicht aber, wenn Sie dann um 9 Uhr da sind. Sagt er, Entschuldigung, wenn alle um 7 kommen, warum komme ich dann 2 Stunden später? Hey, wir sind bei der Stadt Köln, pst, öffentlicher Dienst. Die ersten 2 Stunden trinken wir nur Kaffee und schaukeln uns die Eier. Das kommt für Sie beides nicht in Frage.
die Ruhe bleibt. Jetzt wollen wir mal ein bisschen positiv denken. Was können wir Kölner gut? Ne? Wir haben Stimmung, wir haben Humor, das ist klar. Eine Sache habe ich mir nur überlegt letztens. Sollte ich mal straffällig werden, Herr Mattis, ich hoffe nicht, dass wir uns im Job kennenlernen, aber wenn ich mal ins Gefängnis müsste, würde ich nicht gerne nach Köln einfahren, sondern dann fahre ich in die JVA nach Aachen. Das ist super da. Die machen Ausflüge mit den Gefangenen. Ja, da geht's nach Köln ins Brauhaus. Wirst du zum Essen eingeladen, gibt's leckere Getränke. Dann sagst du, ich muss auf Toilette und verpiss dich. Ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Aber wir Kölner haben Humor, das merkst du doch hier. Die sind alle gut drauf hier mittlerweile. Hier vorne auch. Vor 3 Tagen hatte ich hier eine Sitzung im Gürtel. Ich glaube, es war es war nicht bei euch. Da saß vorne eine Frau und ich habe dann gesagt, sind Sie verheiratet? Und dann hat die gesagt, ja, 32 Jahre. Dann habe ich relativ naiv gefragt, wie läuft's denn so? Dann hat die gesagt, bist du jung? Und ich sagte, ja. Und dann hat die mit einem todernsten Gesicht gesagt, da merkst du, wir haben Humor. Pass auf, unser Liebesleben zu Hause ist wie Cola. Und dann sag ich blöd mal noch, ach so süß, hat die nix süß. Erst war's lecker, dann light, jetzt Zero. Verstehst du mich? Ne? Ja, wir haben Humor, Freunde. Und wir können feiern, das siehst du doch. Im Feiern sind wir Champions League. Wenn wir nichts können, feiern. Am 11.11. war ich da unterwegs. Ein Hammer. Die Stadt war voll. Viele Leute auch. Und da kommt schon das Problem. Es haben wirklich am 11.11. einige Männer sich an den Kölner Dom gestellt zum Pipi machen. Da sage ich nur, pass auf, Kollege, du kannst aus der Kirche austreten, aber nicht an der Kirche austreten. Wenn du pinkeln musst, gehst du gefälligst in diese bunten Dixie-Klos, die die Stadt aufgestellt hat. Das gehört sich so, oder? Ja. Ich sage nicht, dass man da gerne reingeht. Ich warte dann auch immer so lange, bis gar nichts mehr geht. Bei mir war es, glaube ich, 15.30 Uhr. Irgendwann musst du ja. Dann machst du aber mit zitternder Hand diese Tür auf. Guckst da rein und siehst Sachen. Oh, das sind Bilder, die kriegst du nicht mehr aus dem Kopf raus. Man kann Glück haben, klar, steht auf der Tür ja drauf, toi toi, aber ganz... Nein, feiern können wir. Wenn wir Kölner auf die Straße gehen, dann ist hier gute Laune angesagt, Stimmung. Wenn in Dresden zum Beispiel montagsabends die Leute auf die Straße gehen, diese Pegida-Heinis, kriege ich persönlich schlechte Laune. Und es ist wirklich traurig. Und ich habe eine Politikerin gesehen, vielleicht hat es der eine oder andere auch mitbekommen, bei Frau Maischberger in der Talkshow saß die AfD-Chefin aus Sachsen, Frauke Petri. Diese Frau sieht sehr harmlos aus. Wenn die den Mund aufmacht, da läuft es dir kalt den Rücken runter. Da bekommt der Begriff Petri-Heil eine ganz neue Bedeutung. Das ist ganz schön krass. Ja. Aber jetzt sagen natürlich, Moment, Leute aus dem Umfeld, Herr Kanz, aber in Köln ist auch nicht immer alles lustig. Was war denn bitte Silvester los vor dem Kölner Hauptbahnhof? Sag ich, das war eine Katastrophe. Deswegen hat unsere Oberbürgermeisterin gefordert, Frauen sollen demnächst beim Feiern eine Armlänge Abstand halten. Das wird für uns Kölner schwierig. Dann kannst du nicht mehr schunkeln, nur noch Sirtaki tanzen. Verstehst du? Hoppa! Können wir mal klatschen für die Kapelle gerade, Herr Quoth? Evkaristo. Nur für gute Freunde. Wobei Griechenland gar kein Thema mehr ist. Kann das sein? Redet gar keiner mehr über Griechenland. Dabei hat sich gar nichts geändert. Meine Frau hat mir letztes Jahr noch einen griechischen Adventskalender geschenkt. War auch eine super Idee. Danke, Schatz. Hinter jedem Türchen lag ein Zettel. Ich schulde dir ein Stück Schokolade. War super, ey. Tolle Sache. Kommen wir noch mal kurz zu Köln zurück. Wir haben einen neuen Polizeipräsidenten, Herrn Mattis. Der Mann war Streifenpolizist hier in Köln. Alle freuen sich, das kann ich Ihnen sagen. Ich hatte aber jemanden anders vorgeschlagen, ohne was gegen Sie zu haben. Ich kannte Sie gar nicht. Mein Kandidat war Till Schweiger. Natürlich, ich habe den Tatort gesehen. Lutz Marmor ist, glaube ich, ist er hier? Ich habe den Tatort gesehen. Der Till macht sowas ja alleine. Wenn Till Schweiger Silvester vor dem Kölner Hauptbahnhof gewesen wäre, wäre gar nichts passiert.
Der hätte eine Autogrammstunde gegeben, eine nette Ansprache gehalten. Und alle mit Migrationshintergrund hätten gesagt, super, er spricht unsere Sprache. Wird das ein Hörspiel oder was? Hat jemand den Tatort gesehen, außer mir? Thorsten, die fand's? Was? Ich bin noch so unschuldig. Ich fand Teil 1 besser, weil da war meine Helene mit dabei. So kannten wir sie gar nicht. Schwarze Perücke, grüne Kontaktlinsen und wie die gesprochen hat, mit einem Akzent. Hart, aber grausam. Der Auftritt war doch der Hammer. Die kam raus nach 3 Minuten, hat direkt einen Mord verübt. Ich hatte noch gehört, sie würde das Opfer erschlagen mit einem Silbereisen, aber Spaß. Das ist ein Sonnenschein. Helene Fischer. Und jetzt, ich höre doch schon die Männer, die sagen, komm, hör auf, Hans Fischer. Also ich kann das Lied auch nicht mehr hören, atemlos. Dazu sage ich noch eins, beim Après-Ski in Österreich, ne, nach einer halben Stunde lief Atemlos, da stand die Bude Kopf, da haben alle Männer mitgemacht, hier mit Schnaps, atemlos durch die... Das singen alle. Im Kindergarten bei meinem Sohn Paul auch. Die Erzieherin, das ist immer lustig, mit Gitarre. Atemlos durch die Nacht. Und die Kinder, nee, 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 nee. Das singen alle Generationen, ehrlich. Bei uns im Port sogar im Seniorenzentrum, sogar die, die mit Sauerstoff unterwegs sind. Atemlos. Helene! Ich hab's dir gesagt, das geht immer. Das ist ein Sonnenschein. Sowas braucht man doch ab und zu mal. Letztes Jahr gab es so viele Nachrichten, wo ich dachte, das gibt's doch gar nicht in der Zeitung. Das haben wir uns gar nicht ausgedacht. Und ich moderiere doch, verstehen Sie, Spaß. Ich habe gelesen, die Deutsche Bank hat 7 Milliarden Minus gemacht. Das musst du dir mal überlegen. Eine 7 mit 9 Nullen. 8 davon sitzen allein im Vorstand. Hammer. Das geht ja gar nicht. Da muss man Humor haben, das ist klar. Ihr Lieben, ich möchte am Schluss eine Sache noch loswerden, die mir die ganze Session über Kopfzerbrechen bereitet hat. Am 31. Dezember letzten Jahres ist der Hauptbahnhof von München evakuiert worden wegen einer Terrorwarnung. Und da habe ich schon gedacht, mein Gott, wie dieses Jahr 2015 zu Ende geht. Es geht aber genauso weiter. Die letzten Tage haben wir jeden Tag fast Schreckensmeldungen gelesen aus Jakarta, aus Istanbul, aus Ägypten, von irgendwelchen Wahnsinnigen, die da draußen rumlaufen und im Namen einer Religion, die natürlich überhaupt nichts dafür kann, Attentate verüben. Mir macht sowas Angst, aber eine Sache dürfen wir, glaube ich, nicht machen, dass wir wegen solcher Idioten keinen Karneval mehr feiern und keinen Spaß haben. Das wäre mir ein großes Anliegen, ganz wichtig. Und schließen möchte ich heute mit einem Satz, auch wenn es ungewöhnlich ist, aus dem Koran. Da steht nämlich drin, das Paradies verdient, wer seine Freunde zum Lachen bringt. Vielen Dank, habt Spaß. Köller Alaf. Ja, liebe Freunde, nicht nur eine fantastische Rede mit einer Pointe nach der anderen, sondern auch am Schluss auch ein ganz klein wenig ernst werden. Und das ist die Aufgabe und das Tolle eines Redners, dass er in Zeiten, in denen wir heutzutage leben, auch ein Statement abgibt. Das ist eine tolle Leistung von unserem Guido Kanz. Und wunderbar ist auch immer der Dialog zwischen dem Redner und einem fantastischen Orchester, dem Orchester Markus Quoth. Lieber Markus, nimm auch du den Orden des Festkomitees entgegen und ich dirigiere dann mal das Orchester für eine Rakete an die Gewehre. Kommando 1, 2, 3, Kommando 1, 2, 3, Kommando 1, 2, 3, peng. Auf Guido Kanz und das Orchester Markus Quoth. Dreimal von Hetze, Kölle. Guido
Kanz, Markus Quoth. Herzlichen Dank. Freunde, keine Gruppe in den letzten 45 Jahren hat sich so beschäftigt mit Kölschen Liedern und auch Themen aufgegriffen, die die Kölschen beschäftigen, nämlich zum Beispiel mit ihrem Lied vom Stammbaum, Ausdruck der Willkommenskultur unserer Stadt. Hier sind die Blackfoes! Ich war ein stolzer Römer, komm mit Cäsars Legion. Ich bin ein Franzos, komm mit Napoleon. Ich bin Bauer, Schreiner, Fischer, Bettler und Edelmann, Sänger und Gaukler, so fing alles an. So sind wir all hingekommen, wir sprechen heute all dieselbe Sprache. Wir haben dadurch so viel gewonnen, wir sind wie wir sind, wir Jäcke am Ring. Das ist jetzt, wo wir stolz drauf sind. Ich bin aus Palermo, rat Spaghettis für Schmitz. Ich wohne Pimmock, Hügelarisch bin ich mit. Ich bin Grieche, Türke, Jude, Moslem und Buddhist. Doch wir all sind nur Menschen, vom Herrgott immer geliebt. So sind wir all hingekommen, wir sprechen all dieselbe Sprache. Wir haben dadurch so viel gewonnen, wir sind wie wir sind, wir Jäcke am Ring. Das ist jetzt, wo wir stolz drauf sind. So sind wir all hingekommen, wir sprechen all dieselbe Sprache. Dadurch so viel gewonnen, wir sind wie wir sind, wir Jäcke am Ring. Das ist jetzt, wo wir stolz drauf sind. Das ist jetzt, wo wir stolz drauf sind. Vielen Dank. Vielen Dank. Fastelovend sind wir wieder da. Fastelovend sind wir wieder da. Und das Lied die nächsten 100 Jahre so. Egal wo wir sind, ein Ring. Fastelovend sind wir wieder da. Ja, wenn der Musik spielt, die uns gefällt, dann hält uns da nichts lieb. Ganz egal wo wir sind, ein Ring. Fastelovend sind wir wieder da. Wir haben Glück woanders auf der Welt, da fällt das Glück so vom Himmelsfeld. Die erste Zeit, die war dann auch ganz schön, es fehlt nur echte kölsche Töne. Das Gefühl macht dich kaputt, denn es heim geht nicht fort. Genau in dem Moment, da wird dir klar. Fastelovend sind wir wieder da,
tief im Westen von Köln. Da ist es, da liegt es, da steht es, genau. In Bickendorf steht es, unser Bütchen, unser Bickendorfer Bütchen! Hey, 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 go, 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 yeah! Hopp, 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 hoppa! 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 1, 2, 3! Am Bickendorfer Bütchen, da fällt mir jetzt die Brötchen. Wenn ich's mit in einem Tütchen, dann hätte ich was Schlütchen. Und abends dann ein Bütchen, erzähl mir aus dem Tütchen. Wenn ich's mit dem Stütchen, wie schön die Bütchen war. Jeden Tag rollt der Jugend auf und alle Türen flog, denn der Jugend ist 10 Jahre schon weg. Und dann ließ mir das stehen, ob es regnet oder schneit, in der Bütchen war immer unter Eck. Jedes Mal, wenn Herr Au wieder geht, da hätte der Jugend jetzt wohl unter sich freut. Dann stellt er sich für, ach wie schön das doch war, dann ließ mir über Abend zu mir. Am Bickendorfer Bütchen, da bleibt der Jungs die Brötchen. Wenn ich's mit in einem Tütchen, dann hätte er etwas Stütchen. Und abends an der Bütchen, erzählt er aus dem Tütchen. Wenn ich's mit dem Stütchen, wie schön die Bütchen war. So jetzt ihr, hopp, la 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 la. Das hätte lecker Schlütchen am Bütchen. Hey, 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 yeah! Tschüss, danke sehr! Auf die Blackfoes, 45 Jahre, die schönsten kölschen Lieder, die man sich vorstellen kann. Auf sie, dreimal von Etze, Kölle! Blackfoes! Festkomitee! Herzlichen Dank, tschüss! Die Glanzlichter einer jeden kölschen Sitzung sind die Tanzgruppen mit ihrer Akrobatik, ein Alleinstellungsmerkmal im kölschen Fasteleer. Empfangen wir die Rheinmatrosen. Heidewitzka, Herr Kapitän, mit Müllermer Bötsche fahren wir so jen. Noch ganz so schön in dunkle Schunkele, wenn über uns die Stähne funkele. Heidewitzka, Herr Kapitän, mit Müllermer Bötsche fahren wir so jen. Jalle, Freunde, hier steht das Tanzchor, die Rheinmatrosen der großen Mülheimer. Und ich habe jetzt hier noch geschwart, übergebe das Wort an den Kommandanten. Lieber Dirk, du bist dran. Fasteloven zusammen. Hier steht das jäckeste Tanzchor, was Köln zu bieten hat. Matrose, stell dich auf.
nur machbar, indem man 52 Wochen im Jahr 2 bis 3 Mal in der Woche trainiert, um dann Ihnen Freude zu bereiten an einem solchen Abend. Auf die Rheinmatrosen, dreimal von Hetze, Köln. Rheinmatrosen, Festkomitee. Herzlichen Dank. Ja, liebe Freunde, seit 25 Jahren gibt es diese Gruppe und sie haben uns immer wieder tolle Lieder geschenkt. Freuen wir uns auf die Räuber! Guten Abend zusammen, die Räuber grüßen euch. Geht es euch gut? Ihr Lieben, lasst uns mal ein bisschen romantisch werden. Mi Kölle. Du hast Herz, du bist charmant, bis auf ja mein, ist kalt und ziemlich arrogant. Du bist langsam, du bist schnell, du bist multikulturell, doch du nimmst die Schicksal selbst in der Hand. Du hast Prunk und noch viel Dreck, präsentierst dich für die Welt am liebsten Jack. Du bist lesbisch, du bist schwul, tolerant und manchmal cool, wie der Ring in singem Bett. Du bist Himmel, du bist Hölle, doch ich nehm dich wie du bist. Du bist einfach nur wie Köln. Und eines ist gewiss, du stehst immer wieder auf. Und du weißt, was Kummer ist. Ich bin stolz darauf, dass du mein Heimat bist. Du bist arm und doch zurück. Aber manchmal auch ein bisschen klüngelig. Du hast im Rucksack Tradition, doch die vergisst du manchmal schon zwischendurch. Und Straßenstrich. Du bist Himmel, du bist Hölle, doch ich nehm dich wie du bist. Du bist einfach nur wie Köln. Und eines ist gewiss, du stehst immer wieder auf. Und du weißt, was Kummer ist. Ich bin stolz darauf, dass du mein Heimat bist.
gewiss, du stehst immer wieder auf und du weißt, was Kummer ist. Ich bin stolz darauf, dass du mein Heimat bist. Mein Heimat bist. Ihr Lieben, in diesem Jahr haben wir Räuber die große Ehre, 25-jähriges Bandjubiläum zu feiern. Und eines steht für uns bereits jetzt schon fest. Wir machen weiter, solange die Putz noch hält. Solange die Putz noch hält, ja solange uns gefällt, noch ihre Fastelavend, das ist das Schönste auf der Welt. Verabschiedet uns dann gut, ja so unwahrscheinlich gut. Wir haben es echt schon mit und mit Säue nichts am Rot. Annemie, wir haben doch Rosenmontag, trägt uns das Bambusröckschal und dann jungen wir zwei in unser Fädel. Weißt du noch, da fing ja alles an, als ich die schaditste Mal gesehen hab. Und du hast wirklich ein Bier gebracht. Doch ich hab gelernt, mir und wollt's heimjagen. Aber da hast du zu mir gesagt, oh, solange die Putz noch hält, ja solange uns gefällt, macht ihre Fastelavend, das ist das Schönste auf der Welt. Verabschiedet uns dann gut, ja so unwahrscheinlich gut. Wir haben bis echt schon mit, und mit Säue nichts am Hut. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Verabschiedet uns dann gut, ja so unwahrscheinlich gut. Wir haben bis echt schon mit, und mit Säue nichts am Hut. Auf die Räuber, Dreimer von Hetze, Köln! Räuber! Festkomitee! Herzlichen Dank, Madet Jod! Seit 25 Jahren ist er schon hier auf der Bühne in Köln. Ein Entertainer besonderer Güte. Freuen wir uns auf Bernd Stelter. Hallo ihr Lieben, wie geht's euch? Wow, man hat das bis draußen gehört, dass es euch gut geht. Ist das ein schöner Anblick, herrlich, wenn man das so sieht. Wenn man das sieht, wunderbar. Da merkt man sofort, ja, wieder in den Fastelovens-Modus umgeschaltet, Weihnachten ist vorbei. Und das bedeutet, 2015 ist vorbei. Sind wir mal ehrlich, 2016 kriegen wir klar besser hin, oder? Ich finde schon. Bei 2015, das war ja ungefähr so. Das Jahr 2015 ging nicht so begeisternd los. Beim Grand Prix d'Eurovision, da gab es 0 Punkte bloß. Bei VW ist Theater, die haben Qualm bis unters Dach. Der DFB zerrupft sich selber und die GroKo, die hat Krach. Und außerdem haben wir über einiges gelacht. War das ein schönes Weihnachtsfest? So friedlich und so mild.
im Garten neben dem Tannenbaum haben wir die Weihnachtsgans gegrillt, das war doch wunderbar. In diesem Jahr als Nachfolger von Pep Guardiola wird Ancelotti bald empfangen. Dabei hatte Lothar Matthäus schon mit dem Deutschlernen angefangen, das war doch wunderbar. In diesem Jahr Maffei hat die 4. Ex, ist mit der 5. jetzt zu sehen. Wie lautete sein schöner Text? Über 7 Brücken musst du gehen, wenn das mal alles war. In diesem Jahr die FIFA sperrt den Blatter endlich. Und das heißt in der Konsequenz, er fehlt bei der EM in Frankreich. Genau wie Holland übrigens, das war doch wunderbar. In diesem Jahr. Ach ja. Ach, ist das nicht herrlich. In dem Jahr vorher, also im Jahr 2014, da hatte ich ja 25-jähriges Bühnenjubiläum. Ich hatte also sozusagen Silberhochzeit mit Ihnen. Aber in diesem Jahr, 2016, da habe ich Silberhochzeit mit meiner Frau. Ja. 25 Jahre verheiratet und nicht nur das, immer mit derselben Frau. Ja. Und deswegen bin ich jetzt Ehemann-Profi. Ich kenne das Geschäft, ich kenne das Geheimnis der glücklichen Ehe. Männer, ihr dürft gar nicht erst versuchen, eure Frau zu verstehen, es hat keinen Sinn. Der liebe Gott in all seiner Gnade hat das damals so eingestielt, die Frauen verstehen die Männer und die Männer verstehen die Frauen nicht. Das ist so. Da müssen wir durch. Wir Männer können einfach nur einsehen, okay, Männer und Frauen sind unterschiedlich und Männer sind nicht in jeder Beziehung besser. Nein. Männer sind zum Beispiel wehleidiger als Frauen. Tja. Ja, nicht buh. Das müssen wir einfach eingestehen. Männer sind wehleidiger als Frauen. Wenn ich zum Beispiel an einer unheilbaren Erkältung leide, dann ziehe ich mich zum Sterben aufs Sofa zurück. Wenn meine Frau zum Beispiel Halsschmerzen hat, dann sagt die, pah, ist mir doch egal, habe ich halt Halsschmerzen. Dann gehe ich in die Stadt, kaufe was gegen Halsschmerzen, eine Handtasche, ein paar Schuhe. Und der Hammer ist, bei ihr wirkt das. Wenn die von dem Einkaufsbummel zurückkommt, dann sind die Halsschmerzen weg. Das ist doch großartig, oder? Und weil ich das eingesehen habe, deswegen bin ich schon so lange so glücklich verheiratet. Man muss allerdings dazu sagen, ich bin auch schon sehr alt. Ich bin sehr alt. Ich bin so alt, ich habe als Kind noch draußen gespielt. Ich bin in dieser seltsamen Lebensphase zwischen gepflegt aussehen und gepflegt werden. Also wenn ich morgens ins Bad komme und schaue in den Spiegel, dann denke ich immer so bei mir, Mensch, denke ich dann, Mensch, wenn du gestern Nacht das alles erlebt hättest, wonach du heute Morgen aussiehst, das wäre geil. Das ist nicht so. Ja. Ist aber nicht so. Ich bin einfach nur sehr alt halt. Ich bin so alt, ich habe meine Frau noch ganz normal kennengelernt, ohne Internet. Das ist heute undenkbar. Ich habe meine Frau noch ganz normal auf der Firmenfeier beim Wichteln gezogen. Ja? Heute haben die E-Darling, Elite-Partner und am schlimmsten ist Parship, oder? Aber Parship ist ja in der Lage, mir einen kompletten Fernsehabend zu versauen. Da sitzt du, wie sich das gehört, in der Jogginghose vorm Fernseher, willst einen schönen Film gucken. Da kommt 20 Mal dieser Werbespot, 20 Mal. Und immer sitzt da diese bildhübsche blonde Ische. Bildhübsch, aber scheinbar schwer vermittelbar. Weil die sitzt da jeden Abend. Und die sagt immer den gleichen Satz. Die sagt immer, alles, was mir zum Glück noch fehlt, ist der Richtige. Ich Parshippe jetzt. Ich Parshippe jetzt. Bis dahin geht's noch. Schöne Frauen kann ich angucken, das kriege ich hin. Aber dann kommt diese tiefe, sonore Männerstimme und die geht mir so auf den Sack. Die sagt dann immer, alle 11 Minuten verliebt sich ein Single über Parship. Alle 11 Minuten. Klingt gut, oder?
Dann wollen wir das mal eben gegenrechnen. Ich habe das recherchiert. Parship hat ca. 5 Millionen zahlende Mitglieder. Alle 11 Minuten findet sich ein Pärchen, macht pro Stunde 6, sind über den Tag 144, macht im Jahr 52.560 Pärchen. Bei 5 Millionen zahlenden Mitgliedern sprechen wir hier über eine miese, mickrige Erfolgsquote von sage und schreibe 2%. 2% Wahrscheinlichkeit, dass du die große Liebe findest, bei der Kohle, die du da abdrückst. 2%. Moment. Der Bengel sagt gar nicht, alle 11 Minuten findet sich ein Pärchen. Nein. Der sagt, alle 11 Minuten verliebt sich ein Single über Parship. Ein Single. Na, wenn sich ein Single verliebt, dann ist das scheiße. Du brauchst mindestens 2. Und damit sinkt die Erfolgsquote nochmal von 2% auf 1%. Und die anderen 99%, die gucken in die Röhre. Und wenn die in die Röhre gucken, was sehen die da? Die bescheuerte Ische mit ihrem Ich Parshippe jetzt. Da fallen dir doch die Chips aus dem Gesicht. Ja, ist doch wahr. Ja. Und wenn das schon nicht stimmt, dann sind die Mädels wahrscheinlich gar nicht so schön wie im Fernsehen. Dann sehen die wahrscheinlich eher so aus. Ich bin die Cindy aus Chorweiler, ich lieb Justin Bieber und RTL so sehr. Ich bin seit 15 Jahren Single, denn für meine Größe bin ich etwas zu schwer. Ich treff die Männer aus Chorweiler, ja Abend für Abend, doch da ist nix dabei. Ich such mir lieber einen aus Nippes, aus Mülheim, aus Ports, Ihrefeld oder Shanghai. Parship wird kommen und das bringt mir den einen und der zeigt mir dann seinen Landsitz am Fühlinger See. Parship wird kommen und meinen Traum erfüllen. So einen coolen Kerl zum Chillen im 3er BMW. Zum Glück haben wir eine Frau, die hatte Parship nie nötig. Die wird Parship niemals nötig haben. Die ist jetzt 10 Jahre im Amt, hat 3 Männer verschlissen, ist jetzt mit dem 4. zusammen. Die Raute der Beständigkeit, die attraktivste Kanzlerin, die wir je hatten. Denn unser Angela, die sieht das so. Es ist immer noch dasselbe Kanzleramt, wo ich jetzt seit 10 Jahren sitz. Da hab ich wechselnden Herren besucht, gerade ich, das ist kein Witz. Erst Steinmeier, dann kam der Guido und jetzt ganz aktuell hab ich nen kleinen, dicken Knuddelbär, das ist der Sigmar Gabriel. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Scha-na-na-na-na-na. Nach jeder Wahl gibt's nen neuen, da sage ich Gott sei Dank. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Scha-na-na-na-na-na. Und in Gabriel wirke ich richtig schlank. So, jetzt bitte mal ganz ehrlich. Wenn ich das vorher nicht erwähnt hätte, hätten Sie denn gedacht, dass unser Angela schon 10 Jahre Kanzlerin ist? Ist das wirklich 10 Jahre her, dass ich hier oben gestanden habe und habe Witze gemacht über ihre Frisur und jetzt ist sie schon 10 Jahre im Amt? Ja, das ist wirklich wahr. Und das ist exakt der Grund, warum ich mir fest vorgenommen habe, niemals Witze zu machen über die Frisur von Donald Trump. Wenn wir mit den 10 Jahren an der Backe haben, da haben wir ganz andere Probleme. Obwohl die Witze wären super, oder? Donald Trump, der einzige Mann weltweit, der seine Frisur noch selbst gejagt hat. Dieser konservative Politiker, der immer ein bisschen so aussieht, als sei ihm ein Wiesel auf dem Kopf explodiert. Nein, keine Witze über die Frisur von Donald Trump, es ist zu gefährlich. 2015. Kann sich noch jemand von euch an das Wort des Jahres 2015 in Deutschland erinnern? Flüchtlinge. Und was war das Wort des Jahres 2015 bei den Flüchtlingen? Deutschland. Ja. Ich meine, es gibt ja Leute, die sagen, in der ganzen EU haben sowieso nur Deutschland und Schweden Flüchtlinge aufgenommen. Das stimmt so nicht.
Nein, das ist übertrieben, aber es geht stark in die richtige Richtung. Aber jetzt muss ich ehrlich sagen, jetzt am Wochenende hat ja dieser große EU-Gipfel stattgefunden und da haben sich endlich alle Staaten bereit erklärt, jetzt wirklich auch ihr Kontingent aufzunehmen. Gut, manche haben kleine Bedingungen daran geknüpft, aber ich freue mich trotzdem, Ihnen mitteilen zu können, dass die Finnen sich besinnen. Die nehmen jetzt auch Afghanen, doch nur die mit blauen Augen und mit schönen blonden Haaren. Die Slowaken nehmen syrische Familien gern mit Kind, solange Vater und auch Mutter Hochschulprofessoren sind. Und die Polen nehmen jeden. Einschränkung ist lediglich, dass er im Vatikan geboren ist und fließend Polnisch spricht. Und die Briten sagen Welcome, dem der Fußball spielen kann, beim Elfmeterschießen trifft und mal die Champions League gewann. La 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 la. Wenn du in Köln in eine Kneipe gehst und da sitzt einer so griesgrämig in der Ecke, dann lässt man den nicht sitzen. Dann geht einer auf den zu und sagt, passen Sie auf, du Mutzepuckel. Mare freundlich Gesicht. Mach ein freundliches Gesicht. Und dieses Mare freundlich Gesicht, das hat schon zu manchem schönen Abend geführt. Wenn Menschen in Massen ihr Land verlassen, um vor Terror und Angst zu fliehen, ihre Habe den Schleusern überlassen, weil sie sonst keinen Ausweg sehen, dann macht Orban in Ungarn die Grenzen dicht, auf dem Balkan wachsen Zäune. Die Slowakei klagt vor Gericht, das ist Europa heute. Wir lassen das Licht an, obwohl es nicht leicht ist, Mauern und Zäune haben wir schon gehabt, auch wenn ihm wir schaffen, dass vielleicht ein Vielleicht ist. Wir haben freundliche Gesicht gemacht, das freundliche Gesicht erwarten wir auch von Ihnen. Achtung vor Frauen, eine offene Hand. Und wem das nicht passt, der kann gleich wieder gehen. Den anderen herzlich willkommen im Land. Vielen Dank. Dagegen, das tut sehr gut. Das tut sehr gut. Fehlt noch das neue Lied. Ich habe mir überlegt, wir brauchen endlich wieder einen neuen Karnevalsschlager mit einem hochintelligenten Text und mit Rock'n'Roll. Für den hochintellectuellen Text müssen wir erstmal die Vokabeln üben. Da ist zunächst mal die wichtigste Vokabel Dubi Sunder Domis. Dubi Sunder. Dubi kennen Sie noch von Frank Sinatra? Dubi, dubi, du, la da da di da, ja. Sunder kommt aus dem afrikanischen Jazz, aber wenn Sie die Stadt Sundern im Sauerland kennen und lassen hinten das N weg, geht auch. Dann haben wir Dubi Sunder und dann das schöne Domis. Also zusammen Dubi Sunder Domis. Alle Dubi. Wunderbar. Und dann der Genitiv davon, der ist Domi Sundu. Domi Sundu. Alle? Ja, wenn Sie das können, können wir den Refrain schon zusammen singen. Der geht so. Ich will da sein, wo der Dom ist und du. Ich will da sein, wo der Dom ist und du. Ich will da sein, wo der Dom ist und du. Ja, ich will da sein, wo der Dom ist und du. Ich will da sein, wo der Dom ist und du. Ich will da sein, wo du bist und der Dom ist. Denn Sie ohne Vokabeln lernen, hätten Sie es nie hingekriegt, oder? Markus, legen wir los? Ich war in jedem Land und ich war in jeder Stadt. Ich war da, wo man kam, war im Pyjama. Ich war in dieser Kneipe, nur ein helles gab es nicht. Da stand ich dumm da mit meinem Glitzer im Gesicht. Ich war schon überall und es war überall Dresden, denn ich will da sein, wo du bist und der Dom ist. Ich will da sein, wo der Dom ist und du. Ich will da sein, wo der Dom ist und du. Ich will da sein, wo der Dom ist und du. Ja, ich will da sein, wo der Dom ist und du. Ich will da sein, wo der Dom ist und du. Ich will da sein, wo du bist und der Dom ist. Rock'n'Roll! Ich war schon in dem Land, wo die Mädels immer Lust haben.
Und ich war da, wo die Bären 3 Haare auf der Brust haben. Ich fuhr 100-mal hin und 100-mal zurück über die Severinsbrücke. Ich war schon überall und es war überall Dresden. Ich will da sein, wo du bist und der Dom ist. Ich will da sein, wo der Dom ist und du. Ich will da sein, wo der Dom ist und du. Ich will da sein, wo der Dom ist und du. Ja, ich will da sein, wo der Dom ist und du. Ich will da sein, wo der Dom ist und du. Ich will da sein, wo du bist und der Dom ist. So, jetzt brauche ich eure Hilfe. Ihr müsst einfach nur immer antworten. Ich will da sein, wo der Dom ist und du. Okay? Auf dem Drachenfels oder in Kathmandu. An der Donau und am Ganges und am Blue Bayou. Außer Bali hab ich noch Sand im Schuh. Selbst Bocklebünd gehört noch knapp dazu. Ich sag es nur noch einmal, also hört gut zu. Ich will nur noch eins und das bist du. Ich will da sein, wo der Dom ist und du. Ich will da sein, wo der Dom ist und du. Ich will da sein, wo der Dom ist und du. Ja, ich will da sein, wo der Dom ist und du. Ich will da sein, wo der Dom ist und du. Ich will da sein, wo du bist und der Dom ist. Ich will da sein, wo der Dom ist und du. Ich will da sein, wo der Dom ist und du. Ich will da sein, wo der Dom ist und du. Ja, ich will da sein, wo der Dom ist und du. Ich will da sein, wo der Dom ist und du. Ich will da sein, wo ihr seid und der Dom ist. Ihr wart wunderbar, danke euch. Feiert schön. Meine Damen und Herren, die ehemalige Begleitband von Elvis Presley, das Orchester Markus Quoth. Jalli, Freunde, das war Bernd Stelter. Und er ist ein Narr, der den Spiegel vorhält, nicht nur der Politik, sondern auch den Menschen. Und das alles umsetzt musikalisch, ein musikalischer Kabarettist, Reimer von Etze, Kölle, Bernd Stelter, Markus Quoth. Herzlichen Dank. Und jetzt erleben wir hier auf der Bühne eine junge Band, nämlich Casala.
aber ewig. Piraten, voll und frei, dreh mal Kölle, rette sich, wer kann mal. Piraten, voll und frei, dreh mal Kölle, und der Dudelkopf auf unser Fahrt, hat ein Ruderpartner auf. Hey, yo, hey, yo, hey, yo, hey, yo. Und noch einmal ihr ganz alleine. Piraten. Und der Dudelkopf auf unser Fahrt, hat ein Ruderpartners auf. Hey, yo. Hey, yo. Hey, yo. Hey, yo. Vielen, vielen Dank. Mit welchem Buchstaben beginnt diese Gruppe? Mit? Und mit welchem Buchstaben beginnt unsere Stadt? Und mit welchem Buchstaben beginnt das nächste Lied? Mit K. Ihr könnt sehr gerne in die Hände klatschen. Ich komm aus der Stadt mit K. Schalalalala, 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 aus der Stadt mit K. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder, los, marsch, springen! Trink für und schwarz, oft zu schnell, aber immer jados. Sie ist kein Mann, aber Südjodos. Hey Mann, wir sind schwer in Love. Tinker Perl, Tinker Fluss, Sport. Karneval, in die ganze Jahr. Rock'n'Roll und Uftata. Und fragt mich einer, wo bist du dann her? Dann sag ich komm aus dem Dorf und der Dome. Wie schwarz am Tuch, ja, wo bist du dann her? Ich komm nicht aus Amerika, ich komm aus der Stadt mit K. Ich komm aus der Stadt mit K. Schalalala, 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 ich komm aus der Stadt mit K. Egal, was du hier verloren hast, ob du zu getrocken oder hier geboren bist. Du bist einer von einer Million. Ein Kind vom Ring und ein Sohn vom Dorf. Weil uns Mama einfach jeder adoptiert. Der hier rückwärts oder hier sie jetzt verlebt. Du bist willkommen in der Stadt mit K. Herzlich willkommen in der Stadt mit K. Schalalala. Schalalala. Schalalala.
sagt die Kapelle mit K. Feiert noch schön, friedlich und ausgelassen. Dankeschön. Casala, Drämer von Hetze, Kölle! Casala! WDR! Herzlichen Dank, tschüss! Karierter Anzug ist sein Markenzeichen geworden. Hier ist Marc Metzger. Alles woanders heute. Hallo. Tere. Ja, mach ruhig, lass raus. Fast so loben zusammen. Das ist der schönste Saal, den ich je gesehen habe. Die Stimmung hat ihren Höhepunkt erreicht, das kann ich nicht mehr toppen. Tschüss zusammen. Hindurch. War das in Ordnung so von der Zeit? Ist das in Ordnung? Ja. Nee, nicht? Ich muss das gerade erklären. Wir haben so eine kurze Session. Jetzt sagen alle immer, halt dich zusammen, mach ein bisschen schneller. Hier, das Kamerakind da unten, hier oben ist das Programm. Ich habe jahrelang dafür gearbeitet, ins Fernsehen zu kommen. Jetzt machst du den ohne Karte rein die ganze Zeit. Geh mal aus dem Bild, das riecht mich direkt zu Beginn auf. Das ist, geh weg. Und nicht so nah, ihr seid HD und ich hab Mischhaut. Das ist unfair, was du da machst. Hier, das muss das den Leuten, die hinten sitzen, die die Karten bezahlt haben. Hier vorne, ja, hier ist... Psst. Hier vorne, das ist immer, ja, wir Redner sagen, das ist der Tisch, ne? Der Tisch. Da sitzen jedes Jahr die gleichen Köpfe, immer die gleichen Köpfe. Die fahren die nach der Veranstaltung mit dem Tisch raus auf den Gang. Dann kommt da eine Plane drüber. Und im nächsten Jahr fahren die genauso wieder rein. Ja, das ist in Köln Tradition. Ihr müsst ab und zu ein bisschen Febrés dran machen, es riecht was streng so langsam, ne? Ist schön bei euch, muss man sagen. Ich war gerade noch richtig in Rage. Und jetzt haben sie wieder gesagt, mach nicht zu lange. Es ist eine kurze Session. Ich finde das so schade. Ich habe in diesem Jahr 11 Jahre Kölner Karneval. Ich wollte einen riesen Fass aufmachen. Ja. Tschüss zusammen. Nein, dann sagen sie, ich soll kürzer machen. Vor allem, was mir aufgefallen ist in der letzten Zeit, das tut mir sehr weh. Es ist gesagt worden, der Kölner Karneval, Sie können die Hände auseinander machen. Ich bin nicht der Wanderprediger, ich bin Programm. Was habt ihr da vorne hingelegt? Komm ich nicht klar drauf. Ganz komische Menschen. Haben Sie Freude? Das ist Kölner Karneval, das ist wie Fasching, nur mit Stimmung. Ja? Was klatschen Sie denn jetzt dazwischen? Haben Sie ein anderes Programm oder was ist denn hier los? Ich mach mal da drüben, schlafen Sie durch, die sind mir lieber irgendwie. Das ist. Ich sagte gerade, da sind Sie gerade aufgewacht. Ich sagte, dass in den Medien. Ist das noch Lachen oder kollabieren Sie? Ich habe Angst so langsam. Sie haben gesagt, dass in den Medien so dargestellt wird, dass der Karneval nicht mehr zeitgemäß ist. Das hat mir sehr wehgetan, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mache seit 11 Jahren Kölner Karneval. Jetzt sind wir plötzlich, jetzt hast du schon wieder den da. Der war, hallo, geh da weg, ich setz mich da hin. Geh du rauf, geh du auf die Bühne, geh da rauf. Und wenn das die einzige Möglichkeit ist, ins Bild zu kommen, dann mache ich das so. So, also. Ruhe, ich arbeite. Ja, das ist... Gehen Sie doch damit weg. Das kann ich doch nicht annehmen. Eine Salzstange hast du 20 € weg. Das geht doch nicht. Hör auf. Der Karneval ist... Nee, ich kann die Leute nicht sehen. Ich gehe mal wieder hier hoch. Setz dich. Genieße es. Der Karneval ist nicht mehr zeitgemäß. Ich finde das so traurig. Weißt du, jetzt hast du 11 Jahre gemacht. Jetzt bist du nicht mehr zeitgemäß. Büttenredner will keiner mehr sehen. Ich weiß, das Fernsehen möchte uns kaum noch übertragen. Die Säle sind leer. Warum sind Sie alle hier? Hat man Ihnen das nicht mitgeteilt? Wahrscheinlich, dass wir nicht mehr zeitgemäß sind. Ich finde es so traurig. Mir tut es... Haben Sie Probleme mit dem Handy oder warum zeigen Sie mir das die ganze Zeit?
Die haben doch Kameras genug mit, du musst nicht filmen. Ich bin extra analog gekommen, du musst nicht im Netz gucken, wo ich bin. Hier bin ich, hier ist das Kasperle. Was sind das für Leute? Herzlichen Dank, das nenne ich Unterstützung. Ja, bitte, esse. Es sieht aus wie bei der internationalen Funkausstellung bei euch am Tisch, ne? Das ist Wahnsinn. So. Ich war gerade dabei, da warst du noch am Arbeiten. Das ist ja praktisch, die kleinen Geräte, sonst hättest du die ganzen Aktenordner aus der Firma mit auf die Sitzung bringen müssen, ne? Ich war gerade am Erzählen, dass wir nicht mehr zeitgemäß sind. Ich lasse es einfach mal so stehen, Sie müssen das für sich entscheiden. Ich fange noch mal an. Liebe Kamera auf mich, erste, oh toll. Ich muss Bilder, wir brauchen gute Bilder, Ruhe. Ich genieße das manchmal, einfach so 30 Sekunden in die Kamera gucken. Ich weiß ja, was so eine Sendeminute kostet. Ich hau's mit beiden Händen raus heute Mist. Ist mein Chef da? Buro, wo bist du? Da. Du hast mir das letztes Jahr erlaubt. Du hast mich letztes Jahr bei dieser Veranstaltung zum Intendanten gemacht. Du erinnerst dich? Ich hätte nie gedacht, wie wenig man als Intendant zu sagen hat, wenn man das erste Mal ist. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Was jetzt? Was denn? Jetzt läuft's. Es läuft. Jetzt geht's ab. Du bist schuld. Ach ja, komm, wir kriegen die Zeit schon rum. Ist ja vereinzelt noch Fröhlichkeit in den Gesichtern zu erahnen hier vorne. Nee. Was sind das für Menschen? Habt ihr mir wieder einen Bus aus dem Sauerland in die erste Reihe geschüttet? Jetzt soll ich hier... Ja, ihr lacht, ich muss hier arbeiten, das ist schwer. Da ist einer aus dem Sauerland. Wer pfeift, hat Luft im Kopf. Raus. Nee. Ist schön bei euch. Ich mag das schon. Es werden schöne 4 Stunden mit uns. Ich sehe das kommen, ja. Nee, das ist ja, du hast das direkt so, du hast das im Gefühl, wenn du in den Saal reinkommst, du spürst das. Ne? Manchmal kommst du in den Gürtel nicht, da denkst du, leck mir am Arsch, hier bist du aber der Einzige, der Spaß hat gerade. Ne? Aber hier, ja, wir sind ja nicht mehr zeitgemäß. Ich habe auch nichts vorbereitet jetzt an Rede. Hier, rechts neben dir ist ausgegangen, schubst ihn mal an, da ist kein Leben mehr drin. Das, ja, bitte, ey, ihr seid Bühnenbild. Kommst du rein, denkst du, der Wandteppich bewegt sich, kriegst du richtig Angst. Hier, weil, ja, komm. Sie überlegen noch, ob sie Spaß haben. Ich kriege sie zum Lachen, wenn es das Letzte ist, was ich tue heute. Glauben Sie es mir. Hat mir so von der Stimmung erzählt. Nee, ist wirklich, was mache ich jetzt? Ich habe keine Rede, weil ist ja, was soll man was machen? Was der Kölner gerne macht, ist ja schimpfen. Generell, ne, wird gerade, weil ich sie alle da sehe, wird so über den Fußball ja im Moment. Ich habe das nicht verstanden, vielleicht können Sie mir da mal weiterhelfen. Wir hatten ja die WM im eigenen, also es war im eigenen Land, war Fußball. Das war gekommen, weil Geld geflossen wäre in ein anderes Land. Deswegen hätten wir im eigenen Land Fußball. Wäre so gewesen. Dann haben die in dem Land angerufen, wo hingeflossen ist und haben gesagt, wie viel war es denn und was habt ihr damit gemacht? Dann haben die gesagt, wissen wir auch nicht mehr so genau, ist lange her. Acht noch mal genau, was für ein Verwendungszweck drauf stand. Dann haben sie uns wieder angerufen und haben gesagt, wie viel habt ihr denn gegeben und wo kam es denn her? Dann haben wir gesagt, ja, von uns war es ja nicht wahr? Da müsst ihr da gucken, wo es herkam. Dann haben die den rausgefunden, wo es herkam. Der sagte, ich habe es mal gegeben, aber vermissen tut jetzt in dem Sinne auch nicht wahr? Also regen sich jetzt alle tierisch auf, weil einer was nicht vermisst, was der andere nicht bekommen hat. Das ist doch Blödsinn, oder? Das ist in Köln normaler Zahlungsverkehr. Das läuft bei uns so, das ist ganz normal. Ja, bitte, was soll das denn? Genau. Tschüss zusammen. Nein, das war Quatsch. Wenn es am schönsten ist. Nee, ich sage immer, ist doch scheißegal, wo das Geld herkam. Hauptsache, wir hatten Spaß an der Nummer. War doch ein schönes Fest für alle. Ja, no. Pass auf. Die Fußballer halten sich zurück. Ich weiß noch ganz genau, das muss man den Leuten zu Hause an den Geräten erklären. Ich weiß, Sie schauen schon länger diese Karnevalssendung. Es ist jetzt fast 9 Uhr schon. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen zu Hause aussieht, wenn Sie auf die Uhr gucken. Es könnte sein, dass Sie eine andere Uhrzeit haben. Es kommt immer darauf an, wo man mich hinschneidet. Das ist, und das kann nur die ARD. Schneidend ob Live-Sendung. Das schaffen nur die. Das ist Wahnsinn. Ja? Also wenn Sie jetzt eine andere Uhrzeit haben, das geht alles hoch zum Satelliten und einmal rumherum. Das kann passieren. Ich möchte an dieser Stelle mal was sagen, auch für Sie zu Hause. Wir haben in Köln so ein doofes Bild im Moment. Das war damals, als wir im eigenen Land waren. Da war das anders. Da haben wir so zusammengestanden, alle Nationen dieser Erde. Haben wir zusammen auf der Domplatte, haben wir Fußball geguckt, gemeinsam. Das war eine schöne Zeit. So haben wir da gestanden. Heute soll es so stehen. Ich finde es schade eigentlich. Früher haben wir so da gestanden. Hören Sie auf zu klatschen. Sie sind die Einzige, die es verstanden hat. Frau OB bückt sich, glaube ich, jetzt. Ist gar nicht im Bild. Ne?
So, das war so eine schöne Zeit. Wir haben so gescheit. Ich weiß noch, ich habe zu dem Typ hinter mir gesagt, ich sag, hör mal, du merkst schon, dass du deine Hände in meinen Taschen hast, ne? Sagt er, stört dich das? Ich sag das nicht, aber mach die Zigarette aus, es qualmt wie Sau. Das war eine schöne Zeit. Warte, ich erzähl das gerade noch. Mach Pause, mach nicht so viel, du isst noch lang. Es ist ja erst... Gucken Sie zu Hause mal auf die Uhr, ich weiß es nicht. Was haben wir denn für einen Wochentag? Rosenfreitag ist heute. Hören Sie auf! Ich habe nur einen Versuch. Hören Sie auf, bitte jetzt. Die Auswärtigen möchten singen. Spielen Sie auch auf Bestellung? Ist schön bei euch, ne? Nein, ich erzähle das gerade noch und dann fange ich auch an. Ich hatte schon angedeutet, ich habe noch ein Feuerwerk der guten Laune vorbereitet. Das wird ein Riesenhit. Du schmeißt dich vom Stuhl vor Freude, sehr wahrscheinlich. Ja, du nicht. Wenn Sie Lust haben, einer muss vom Stuhl. Oh, Entschuldigung, habe ich Sie gestört. Das ist mir sehr unangenehm. Machen Sie, was Sie wollen. Das ist ja, wie gesagt, das ist ja ein freies Land, ein freies Programm. Sie können sich zu Boden werfen und in die Auslegeware beißen. Das ist völlig egal, was Sie machen. Wenn ich Sie störe, machen Sie einfach husch, husch, dann geht der Onkel woanders hin. Ich gehe mal hier rüber. Ich wollte das gerade noch erzählen, dann fange ich mit dem Programm an. Wir haben ja nicht so viel Sendezeit. Obwohl, wir sind ja live, kann ja keiner schneiden. So, pass auf. Das ist so ein geiles Gefühl, wenn du weißt, ich fliege raus aus der Sendung. Da kannst du machen, was du willst. Das ist total schön. Ne? Doch, ja. Guck mal hier. Das ist so geil. Der Buru sitzt da mit dem Taschenrechner. Geht noch. Wo waren wir stehen geblieben? Weißt du das noch? Ich bin raus. Ach so, ich wollte das gerade noch erzählen vom Fußball. Das war eine schöne Zeit. Wir haben zusammengestanden auf der Domplatte. Das war, ja, neben mir stand ein Mädchen, die nervte ein bisschen. Die rief immer, Abseits! Ich sag, was? Abseits! Ich sag, Liebchen, kann kein Abseits gewesen sein. Ist Halbzeit im Moment. Ne? Ist Quatsch, was du sagst. Ne? Das war ganz klar, Abseits! Ich sag, Mädchen, pass mal auf. Wir Kölner lernen in der 1. Klasse der Grundschule, was Abseits bedeutet. Und zwar im Fach Mathematik, Themengebiet Mengenlehre. Herr Spinner guckt verzweifelt. Sie waren nicht in der Grundschule wahrscheinlich. Jetzt muss ich ihm das erklären. Kann ich das gerade machen? Sonst ist das blöd für ihn. Einmal Abseitsregeln nur für Sie. Wir haben einen Kreis. In diesem Kreis stehen fussige Kinder. Ich habe nicht gesagt, dass das lustig wird. Ne? Ich habe nur gesagt, ich erkläre es. Wir haben einen zweiten Kreis. In diesem Kreis stehen dicke Kinder mit Hornbrille. Was haben Sie eine dreckige Lache? Sie will ich als Klingelton. Das habe ich schon nie gehört, sowas. Und wir haben einen dritten Kreis. In diesem Kreis stehen Kinder mit Zahnspange und Kortlatzhose. Und ich, arme Sau, stand in der Schnittmenge. Ich war ein kleines, dickes, fussiges Kind mit Zahnspange, Hornbrille und Kortlatzhose. Das ist Abseits, sag ich dir. Das hat wehgetan. Jahrelang musste ich da... Ja, no. Ach komm, ich fange jetzt an, ne? Ja. Oh, schade, Zeit rum. Tschüss. Das ist ja... Singt noch ein bisschen. Mir ist das, der ist auch schon, ich sehe es gerade, kommt schon die nächste Nummer, ne? Das ist immer im Kölner Karneval, da kommt eine Nummer und dann drängeln die, ne? Wir wollen auch auf die Bühne. Ich habe 25 Minuten, die mache ich auch. Wenn ich Bock habe, mache ich länger. Und ich habe Bock, glaub mir, ich mache 35, ja, das so nicht. Der ist egal. Ja. Du ziehst es unnötig in die Länge jetzt, aber ja. Sie haben nichts verpasst. Die haben nur ein Lied, gleichen Hosen an. Das ist egal, ich mache noch ein bisschen. Habt ihr Waffen mit? Nein. So, ich muss das mal sagen, dass, wenn wir so lustig miteinander reden, ich finde es ja eigentlich sehr schön, aber Sie merken es schon, ne, dass wir so ein bisschen traurig sind, weil wir nicht mehr zeitgemäß sind. Ist schade. Wir bräuchten so ein bisschen asiatische Gelassenheit, sage ich immer. Das haben wir nicht. Der Rheinländer und der Kölner an sich, wir haben so Mentalität, die ist so toll, aber diese asiatische Gelassenheit, dieses Lächeln, trivial, ne, du kannst dem Asiaten am Knie treten, der entschuldigt sich bei dir und lächelt dabei. Das ist so schön. Die sind so in Asiatien. Das ist deren, die sind ja, das haben die, ich erzähle das gerade, oder musst du zum Bus? Nein. Die sind von der Mentalität so, weil Konfuzius dem Asiate das beigebracht hat. Konfuzius hat damals zum Asiaten gesagt, das ist schwer.
Vorher, ja, er hatte doch recht, sind wir doch mal ehrlich. Lass das doch mal, nehmt das doch mal für euch an. Ja, ist doch wahr. Das ist doch schön. Der Asiate lächelt, du kannst Witze drüber machen, er lacht mit. Ich weiß noch, was ich schon für Blödsinn erzählt habe über Asiaten hier. Warum lacht der Chinese am Kölner Weihnachtsmarkt? Weil er da das Zeug kaufen kann, was er vor 2 Wochen zu Hause gebastelt hat. So ein Zeug, ne? Ja. Oder lacht der Asiate mit? Der Asiate muss da mitlachen, weil sonst verliert er sein Gesicht und dann darf er nicht mehr raus von zu Hause, ne? Wenn der Kölner sein Gesicht verliert, muss er in der ersten Reihe sitzen. Das ist ganz anders bei uns. Ja, ich kann ja nichts dafür. Das ist ja... Nee. Das ist, pass auf, das schneiden sie, aber wollte ich gerade noch, nur unter uns für die Kölner. Das war schön. Ich habe vor 2 Tagen in der Kölner Arena, habe ich einen Asiatenwitz erzählt. Und was macht der Asiate? Der kauft das Haus. Das war toll. Der kauft die Arena. Gestern Henkelmännchen, heute Wok der 7 Köstlichkeiten. Es wird sich einiges ändern in Köln. Ne? Entschuldigung. Oh. Ihr geht zu deinem Freund spielen. Ich hab das gerade gesagt. Ich darf so reden über den Asiat. Ich habe einen Freund, einen guten Freund, Asiat, der singt. Ich weiß, ist der Werbeblock, schneiden Sie raus. Der singt, ganz netter Kerl, hat in Weidenpech jetzt ein Restaurant aufgemacht. Der hat mir das erlaubt, so zu reden. Singen aus Weidenpech, hat ein Restaurant aufgemacht für Springpferd-Spezialitäten. Hopp, singen, gehen Sie mal hin. Das ist ein schöner Laden, muss man, ja. Und der hat mir gesagt, was regst du dich so auf, dass ihr eine andere Mentalität wollt? Ihr habt doch alles, was ihr braucht. Ihr seid bekloppt. Und da habe ich gedacht, hat er eigentlich recht. Wir sind so schön bekloppt in Köln, ne? Tut nicht weh, was soll man dran ändern? Das hilft uns doch. Dieser Blödsinn, den wir hier machen, dieser Karneval, das hilft uns, den Kopf frei zu kriegen. Ich kann Ihnen nur einen Ratschlag geben, machen Sie mal Blödsinn. Das ist immer schön, wenn ich das sage. Da sitzt immer einer aus dem Westerwald, der sagt, ich höre mir doch von dem Kasper keinen Ratschlag an. Da kann ich nur sagen, wir sind in Köln und da weiß man, dass man selbst mit einem Spinner an der Spitze bis in die 1. Liga kommt. Und da kann man auch mal dem Kasperle, ne? Kann man dem Kasperle auch mal einen Ratschlag, ne? Wirklich, mein Ratschlag für euch, macht mal Blödsinn. Kauft euch mal ein Taubenkostüm und stellt euch auf die Domplatte und klaut den Leuten die Pommes. Das ist schön, das macht den Leuten Spaß. Das tut nicht weh. Wenn euch in der KVB eine Oma nervt, gebt ihr einen Snickers und sagt, du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Das macht Spaß. Lasst uns diesen Blödsinn machen. Ich sage immer, der Karneval ist vor vielen Jahren mal erfunden worden, um für Blödsinn zu machen. Da ging es den Leuten auch nicht so gut. Wir Kölner sind nicht blöd. Ja? Wir kriegen schon alles mit. Und das Gesicht, was von Köln momentan um die Welt geht, das ist nicht unser Gesicht. Ihr seid unser Gesicht. Wir sind unser Gesicht. Wir sind Karneval und wir sollten dieses Fest weiter feiern. Nee, das macht man nicht, ne? Lasst uns unser Fest weiterhin dazu nutzen, ein paar Minuten am Tag Blödsinn zu machen. Wenn wir das machen, haben wir genug Energie, um den ganzen Schwachsinn, Irrsinn und Unsinn zu ertragen, den wir eigentlich nicht haben wollen. Dann können wir sagen, wir stellen alles auf den Kopf, aber morgen räumen wir auch wieder mit auf. Ich wünsche euch einen friedlichen Karneval. Schön, dass ich hier sein durfte. Seid nett zueinander. Tschüss zusammen und Alaf. Eure Blötschkopf. Dankeschön. Ja, liebe Freunde, wenn einer Blödsinn machen kann, dann ist es Marc Metzger. Unser Marc Metzger ist weit mehr als ein Redner, sondern er ist eine Type im Kölschen Fasteleer. 11 Jahre ist er dabei und ich glaube, man kann ihn schon jetzt in einer Reihe nennen mit Hans Hachenberg, der Doofnuss, mit Hans Süper und jetzt Hans Metzger. Ah nee, Marc Metzger. Lieben Marc, nimm du den Orden des Festkomitees entgegen und von deinem Publikum eine Rakete an die Gewehre. Kommando 1, 2, 3, Peng. Kommando 1, 2, 3, Peng. Kommando 1, 2, 3, Peng. Auf Marc Metzger, dreimal von Hetze, Kölle. Marc Metzger, WDR.
Jahr. Herzlichen Dank. Ja, liebe Freunde, Sie sind Klassiker im Kölschen Fasteleer seit 33 Jahren. Jedes Jahr kreieren Sie neue Lieder und auch außerhalb der Session singt jede und jeder die Lieder von dieser Gruppe, von den Pavayern. Samstags abends einmal raus, ja, laufen mir die Mädchen hinterher. Ich kann doch nicht dafür, dass ich so ausseh. Eine Mischung aus George Clooney und dem Bär. Tag und Nacht such ich die große Liebe. Selbstmarie will immer nur das eine. Ich bin anders als die anderen. Ich will doch so viel mehr. Lev Marie, ich bin kein Mann für eine Nacht. Lev Marie, das habe ich noch nie gemacht. Lev Marie, es muss die wahre Liebe sein. Für eine Nacht bleib ich lieber allein. Was hat sie mir denn alles schon versprochen? Doch beim Frühstück saß ich dann allein. Wir fand sie mir Tätzchen gebrochen. Viel zu oft fehl ich Drogen. Mein Körper ist mir dafür viel zu schade. Nein, ich lasse mich nicht mehr benutzen. Kann sie nicht mehr hören, diese Frage. Ja, aber zu dir oder zu mir? Lev Marie, ich bin kein Mann für eine Nacht. Lev Marie, das habe ich noch nie gemacht. Lev Marie, es muss die wahre Liebe sein. Für eine Nacht bleib ich lieber allein. Und lass mal singen! La 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 Lev Marie, ich bin kein Mann für eine Nacht. Lev Marie, das habe ich noch nie gemacht. Lev Marie, es muss die wahre Liebe sein. Für eine Nacht bleib ich lieber allein. Für eine Nacht bleib ich lieber allein. Für eine Nacht bleib ich lieber allein. Jawohl!
Lief Marie, ich bin kein Mann für eine Nacht. Stimmt. Lief Marie, das habe ich noch nie gemacht. Das stimmt auch. Lief Marie, es muss die wahre Liebe sein. Recht habt ihr. Für eine Nacht bleib ich lieber. Ihr wunderbaren Menschen, die Hände nach oben, kommt! Lief Marie, yes! Ich bin kein Mann für eine Nacht. Lief Marie, das habe ich noch nie gemacht. Lief Marie, es muss die wahre Liebe sein. Für eine Nacht bleib ich lieber allein. Und wir singen! La 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 la. Ja, ihr Lieben, also es gibt ja diese eine Sache, die uns alle auf eine ja fast schon magische Art miteinander verbindet. Das ist die große Liebe für eure und für unsere Heimat. Darum macht ein Licht an, rutscht ein bisschen zusammen. Heimat ist. Ob der Welt noch ganz neu klingen an den Uhren, kölsche Töne die Tür, ja die Pfingste schön. Und dort so gesellt sich dann Drum und Blasmusik. Und der Mann drückt dich ganz fest und dann singt sie mit. Heimat ist ja nicht bloße Wort nur. Heimat ist, wo du nicht abseits stehst. Heimat ist die Sprache und sind die kölsche Lieder. Heimat ist da, wo du glücklich bist. Super seht ihr aus. Und der Zick, die jagt Flöck, Kita und der Schuld. Jetzt Liebe, Flöck gerannt, mit ihr noch Standesamt. Geburtstag, Kirmes, fast leer, der Planer ist nie leer. Und mit Jone Fründe fällt, 4 Jahre nicht schwer. Das stimmt. Heimat ist ja nicht bloße Wort nur. Heimat ist, wo du nicht abseits stehst. Heimat ist die Sprache und sind die kölsche Lieder. Heimat ist da, wo du glücklich bist. An der Tee und im Zug, du kennst dich aus der Kneipe mit nem Kölsch, da kriegt man dich schlecht raus. Wenn es einmal in der Woche, dann rief Koche jetzt, oh lecker, so wie früher bei der Mann, dann weht der Abend lang. So ihr Lieben, ihr seid dran. Heimat.
alle mit uns. Hey, Magister, wurde glücklich. Da wo du glücklich bist. Ja, wir sagen Danke den Paveiern, 33 Jahre, Stimmung pur auf der Bühne, auch die Paveier, Drämer von Hetze, Köln, Paveier, WDR, herzlichen Dank, tschüss. Sie dürfen sich wieder hinsetzen. Wunderbar, ist ja eine Sitzung, ne? Ja. In Köln erleben wir eine Renaissance der Nostalgie und Flüstersitzungen. Ja, auch leise Töne funktionieren in Köln und daher darf ich Ihnen jetzt jemanden ankündigen, einen neuen Sänger, der uns Krätzchen serviert. Und diese Krätzchen, das sind sozusagen wunderbare Geschichten in Liedform, zum Beispiel von einem Hemsche. Hemsche ist ein Eisbein, ein gekochtes Eisbein. Ich brauche jetzt eure Aufmerksamkeit. Seid schön leise für leise Töne mit unserem Philipp Oebel. Und jetzt würde ich Sie bitten, gemeinsam mit mir Oxytocin zu produzieren. Das ist das sogenannte Kuschelhormon, welches der Körper ausstößt, wenn man gemeinsam singt. Beim gemeinsamen Erzählen wird das nicht ausgeschüttet. Man muss Töne von sich geben. Und Sie haben alle einen Mitsingzettel vor sich. Und ich würde jetzt gerne mit Ihnen gemeinsam die Ode an der Hemsche. Die Melodie ist Ihnen allbekannt. Es ist Beethovens Freude schöner Götterfunken. Sind Sie parat? Jo, dann legen wir los. Ich gebe einen Ton vor. La, lass Morgensellerblick singe, hück dem Hemsche Bein vom Schwein, ihm dem rechten Freudenbringer soll das Liedje widmet sein. Mit Püree und Suche und gab es jedes nix Besseres ob der Welt. Und das ist der größte Lappes, dem Hemsche nicht gefällt. Hemscher jedes klein und große Fett auf Mara saftig durch. Wasserläufe Mock zusammen, Wammer Hemsche kocherisch. Och, et güt en Wohlbehaare in der Mare jähen. Oh, ja, der Genuss ist nicht so Sache, Wammer in der Mole starb. Ma bist drin mit Beizebacke, dat der Saft rief lanz der Munk. Und zäng die dunze Hacke, uns recht aus dem Verzung. Ach, wie jed ne wonnige Zidder,
durch die ganze Menschen lief. Hemsche, Hemsche, immer wieder, ich der neue Wochen blieb. Jetzt die Gläser hohe habe, voll gefüllt bis an der Rand. Hemsche immer mehr dich love, schwören Hück mit Herz und Hand. Wo du immer uns gebe, wisch mit Kappes auf mit Hut. Hu sollst Hemsche, du stets lebe, wann du auch alt lang bist du. Ja, lieben Philipp Oebel, herzlichen Dank für deinen Vortrag. Ich glaube, es ist wichtig im Kölschen Faste Leer, dass wir nicht auf einer Sitzung 4 Stunden lang nur Party machen, sondern uns auch es einmal gönnen, leise Töne zu hören, Kölsche Töne. Und das hat er uns dargeboten. Philipp Oebel, ein dreifaches Kölle. Philipp Oebel, Festkomitee. Herzlichen Dank. Tschüss. Meine sehr verehrten Damen und Herren, seit Jahrzehnten kennt man sein Gesicht und seine Verkleidung aus dem Märchenwald. Ach, wie gut, dass jeder weiß, dass er Rumpelstilzchen heißt. Dem Schneewittchen, sein Stiefmutter, frug wieder mal im Märchenland: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Da sprach das Spieglein wieder, schiebet ehrlich zu: Die Schönste im Märchenwald bist du. Aber gleich, da wirst du wieder sauer sein. Denn fahr mal heut Abend in der Jürzenische rein, da sitze neben ihren Männern, wenn ich nicht kurzsichtig werde, die 800 schönsten Mädchen der Erde. So, die Hälfte hatte ich schon im Sack. Freunde, im Märchenwald ist ein Streit entfacht wegen der Gestalten aus 1001 Nacht. Der böse Wolf am Tobe: Für mich ist jetzt Schluss, ich jahre das fremde Pack wieder nach Hus. Wir haben hier lang genug gepennt, die Flüchtlinge aus dem Orient. Aladdin mit seiner Wunderlampe haut sich bei uns hier voll die Wampe. Alibaba mit 40 Asylante im Gepäck. Frissen sie das ganze Schlaraffenland weg. Die sollen ihre Koffer packen. Das sind alles Parasite und Kanacke. Da rief der eiserne Heinrich: Du Gehirnamputierte, bist du noch ganz dicht? Du brunge Verbrecher, du musst es ja wissen. Hast du nicht heimtückische Trotkäppchen und sing Oma gefresse? Wer ist hier das widerliche Pack? Scholle jetzt der Knüppel aus dem Sack und brate dir jet ob der Pelz, damit du den rechten Schnüssen zählst. Es gibt sicherlich berechtigte Stimme, die sagen, wir können und wir dürfen nicht jeder nehmen. Und besonders die Ratte, die Silvester am Kölscher Hauptbahnhof waren, haben in unserer Heimat nichts verloren. Ever Minche in Angst, vor Volk und Gehetz, die bruchenden Wohnungen und unser Hetz. Da stand der Märchenwald auf und sang im Chor dem Wolf das Lied von der Blackfoes vor. So sind wir uns all hier hingekommen. Das waren's in Kölle unsere Hit. Wir haben dadurch so viel gewonnen. Und so eine Bahnhofsmob und so ein Type wie dich, die bruchen wir nicht. Ach, wie gut, dass jeder weiß, dass ihr Rumpelstilzchen heißt.
Alles war erleichtert, alles war froh. Aber das ist der Märchenwald und leider nicht die EU. Kein Problem wird da vernünftig gelöst. Ungarn, Engländer, Polen treten uns dauernd auf die Füße. Die Ungarn, für Zigeunermusik berühmt und bekannt. Aber Sinti und Roma werden aus der Pusta verbannt. Nach dem Motto, komm Zigan, spiel mir was vor. Aber für Asylrecht bitte zum Brandenburger Tor. Und die Engländer rufen uns grinsend zu, wir sind die Fundkerle der EU. Wir gaben schon Milliarden für Ausländer aus. Die leben bei uns in Saus und Braus, wohnen in Villen, nicht in Baracken und Scheunen. Bastian Schweinsteiger, Kevin de Bruyne, Afrikaner und Asiaten, die brauchen wir nicht mehr. Die hatten wir all schon als Kolonie. Die haben keine Kultur. Die kommen hierher, die kennen keinen Regenschirm und keinen Linksverkehr. Da schrieb uns Angela, Dear England, perhaps you need Orensen helping hand und come to us durch den Tunnel gekrochen. Dann sagen wir, ihr habt keine Kultur, denn ihr könnt kein 11 Meter und ihr könnt nicht kochen. Da lob ich mir doch die Niederländer. An deren Grenze steht ein Schild auf einem Ständer. Willkommen ist hier jeder Mann, der uns das Fußballspielen beibringen kann. Tja, viele Politiker haben da versagt, aber einer entpuppte sich in dem ganzen Salat als wahrlich standhafter Zinnsoldat. Immer gradus, kein Lästerzung, Wolfgang Bosbach, der gläbischer Jung. Bei mancher Diskussion schwoll dem der Kamm, da steht selbst der politische Gegner stramm. Hut ab, sag ich hier, ohne zu hetzen, aber ein Wolfgang Bosbach kann 10 herumeiernde Minister ersetzen. In der Märchenzeitung stand geschrieben, ich habe mir verwunderte Augen gerieben, weil er sich mit Schwarzgeld und im Knast auskennt, wird Uli Hoeneß neuer DFB-Präsident. Und Sepp Blatter wird, das liest man gern, demnächst neuer Chef vom VW-Konzern. Ihr kennt Sepp Blatter, dieser sprechende Schwarzgeldkoffer aus der Schweiz. Vor der Mauschelei kannte der Katar ja nur als Hustenreiz. Dann kam irgend so ein Scheich und sprach, Katar, so heißt mein Emirreich, hab hier Köfferchen zu tragen mit Bewerbungsunterlagen. Bisschen Cash, bisschen Schecks, wie DFB 2006. Und ob Euro, Rubel oder Krügerrand, die FIFA hat für jeden eine offene Hand. Bei Stern TV konnte man des Öfteren sehen und seine Erregung auch gut verstehen, wie der aale Norbert Blüm, total entsetzt, gegen die Missstände in Katar gehetzt. Der hat mit seinen 80 Jahren mehr Eier in der Hose als die falschen 20er oder Platinis in ihrer Selbstgefälligkeitspose. Oder, und da werde ich wirklich sauer, wie dieser unfehlbare Herr Beckenbauer. Der meint ja, er könne das ganze Theater nicht verstehen. Er hätte in Katar keine Sklaven gesehen. Nun weiß ja schon längst hier jedermann, dass die Bayern ihre eigene Wahrnehmungen haben. Als der Kaiser sich auf der Weihnachtsfeier von Bayern München, damals, ihr erinnert euch noch, ein folgenschweres Dessert durfte wünschen, nannte man ihn in der Heimat, und das gar nicht im Scherze, die Lichtgestalt mit der Wunderkerze. Selbst der Speimanes vom Hennes hier in Köln, seht, vom Peckenpower kann ich euch erzählen, als Spieler und Trainer hielt er die Fäden in der Hand, er spreche und Puppe, alles ohne Verstand. Übrigens, schade, dass es der Frau Schwarzer in der Steueraffäre nicht genauso wie den Herrn Hoeneß erwischt und dass die noch rechtzeitig eine Kurve gekriegt.
Sonst wäre der Uli durch seine Zelle gesprungen und hätte I'm living next door to Alice gesungen. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Im Märchenwald rief Rapunzel begeistert aus: Mädels, wir kommen große raus. Das neue Kölsche Motto ist top. Wir stellen alles ob der Kopf. Jahrzehntelang mussten wir et ertragen. Im Karneval han immer nur die Männer et sagen. Die haben einen großen Schnüss und ein Macho-Hirn. Köln braucht mal ein weibliches Dreigestirn. Ich sag genau, die säßen an Rosenmontag am Prinzen waren und hätten sich trotz Absperrung dreimal verfahren. Muss jetzt nicht schimpfen, Liebelein. Männer verfahren sich nicht. Männer kreisen ihre Ziele ein. Und das stolze Chor der Prinzengardisten besteht nur aus Friseuren und Visagisten. In der Hofbusch wäre man total frustriert, weil es 3 Stunden dauernd umdekoriert. Und dann möchte ich die 3 Frauen mal sehen, die 6 Wochen dasselbe Kostüm anziehen. Ich sag, Rapunzel, du kannst dich drehen und winden. Unter Männern ist es doch leichter, eine Jungfrau zu finden. Bist du verrückt? Bist du verrückt? Riefet da ganz wild. Was hast du für ein Frauenbild? Kölsche Mädchen, die sind clever und fesch. Die stecken jede Kerl in den Täsch. Marita Kölner, uns Fussi Schulsche, wird doch einen super Prinzen abgeben. Beim Spitzebützchen würden die Säle beben. Mit Hella von Sinnen zögt die durch die Session. Ich sag genau, die wäre Bauernjungfrau in einer Person. Wie war zu Köln es doch vor dem mit Heinzelmännchen so bequem? Da wurde hier hämmert, hier backen, hier strichen, hier näht, hier mauert, hier pflastert, hier schreinert, hier mäht. Und eh ein Faulpelz noch erwacht, war all sein Tagwerk schon gemacht. Hück machen die Heinzelmännchen von Köln andere Arbeit. Ich kann es verzellen. Da wird hier klüngelt, hier pokert, hier schachert, frisiert, rumgeeiert und falsch kalkuliert, verzögert, hier jammert, hier schimpft und vergessen, Verantwortung geschoben und ausgesessen. Da werden Bauexperten, es ist nicht zu fassen, aus der Kaias Nummer 0 entlassen. Die haben doch nix geliert und keine Angst für Prügel. Die machen aus einem Kalkberg einen Idiotenhügel. Selbst das Opernhaus bringt sie nicht in Nöte. Da gehen zig Millionen für die Zauberflöte. Doch die Damen und Herren aus Rat und Verwaltung tragen ihr Amt mit Ehrwürde und Haltung. Und der Parole, wir haben mit nix jetzt zu tun, waren nirgendwo dabei. Einfach bei der Prinzenproklamation sitzen wir in der Ezterei. Ach, wie gut, dass jeder weiß, dass hier Rumpelstilzchen heißt. Noch eine herrliche Sitzung und Herr Jodnus. Ihr wart ein fantastisches Publikum und ich freue mich, wenn ich einmal wiederkomme. Dankeschön, Kölle! Ja, liebe Freunde, es ist richtig, dass Sie aufgestanden sind. Unser Rumpelstilzchen, Fritz Schops. Auf das Rumpelstilzchen, drehen wir von Hetze, Kölle. Fritz Schops, WDR. Matteo, tschüss. Seit 25 Jahren machen Sie Rockmusik. Wollt ihr die 5 Jungs sehen? Dann kommt jetzt Brings!
Einen wunderschönen guten Abend, wir grüßen euch. Jede Karnevalssession braucht ihre eigenen Lieder und wir haben euch natürlich auch ein neues Stückchen mitgebracht. Und der Song heißt so, wie ihr jetzt gerade drauf seid, nämlich einfach nur Jack, hey Kid, Jack, yeah. Ich bin brav, ich bin frech und steck alles in die Tasche. Ich bin fromm, ich bin frei, ich bin voll, ich bin high. Ich bin rot, ich bin schwarz, bin ein Hund und ein Katz. Denn wir sind all nur Menschen, et Herz um rechte Fleck. Denn wir sind all nur Menschen und in jedem steckt ne Kölsche Jack. Denn wir sind Fleck, denn wir sind all nur Menschen und in jedem steckt ne Kölsche Jack. Denn wir sind all nur Menschen, Tanz und rechte Fleck. Denn wir sind all nur Menschen und in jedem steckt ne Kölsche Jack. Denn wir sind all nur Menschen. Tanz und
Knochen, die sind schwer. Doch wenn wir zusammen singen, dann wird das überall jo Klinge. Was soll uns schon passieren, solange wir ein Leben führen? Polka, 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 vom Ring bis an die Polka. Polka, 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 der Peter und die Olga. Cabernet oder Wodka. Polka, 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 alles halb so schlimm, wenn wir zusammen sind. Polka, 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 vom Ring bis an die Polka. Polka, 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 der Peter und die Olga. Cabernet oder Wodka. Polka, 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 alles halb so schlimm, wenn wir zusammen sind. Und ist der Winter noch zu lang, wir Glöwe fester dran. Wir haben so viel durchgemacht, jetzt machen wir uns grad. Und steht die Welt in Flammen, wir stehen all zusammen. Ganze Jahr, woher wir kommen, jetzt haben wir uns gefunden. Polka, 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 vom Ring bis an die Wolga. Polka, 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 der Peter und die Olga. Cabernet oder Wodka. Polka, 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 alles halb so schlimm, wenn wir zusammen sind. Polka, 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 vom Ring bis an die Wolga. Polka, 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 der Peter und die Olga. Cabernet oder Wodka. Polka, 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 alles halb so schlimm, wenn wir zusammen sind. Polka, 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 vom Ring bis an die Wolga. Polka, 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 der Peter und die Olga. Cabernet oder Wodka. Polka, 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 alles halb so schlimm, wenn wir zusammen sind. Meine Damen und Herren, der Stefan, der Christian, der Harry, der Kleine, Peter sagen Danke und auf Wiedersehen. Ja, liebe Freunde, bringt sicherlich die fantastische Bühnenshow, die wir hier präsentiert bekommen von unserem lieben Peter Brings, Stefan Brings, an der Schießbude Christian Blüm, unser Kai Engel und natürlich an der Gitarre Harry Alfter, der Kölsche Santana. Auf Brings, eine Rakete an die Gewehre, Kommando 1, 2, 3, Peng. Kommando 1, 2, 3, Peng. Kommando 1, 2, 3, Peng. Auf Brings, Dreimal von Etzel, Köln. Brings, WDR. Herzlichen Dank. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich präsentiere Ihnen jetzt einen Redner, den vielleicht der ein oder andere, für den der neu ist. Aber ich kann Ihnen sagen, er hat einen ganz eigenen Stil. Persönlich, charmant und unwahrscheinlich schnell mit der Schnüss und mit der Föß. Hier ist Knacki Deuser.
Das ist schön. Also, für die, die mich nicht kennen, ich bin tatsächlich der Neue. Ich glaube, ich bin der älteste Newcomer im Karneval. Ich lebe jetzt 30 Jahre in Köln. Und immer kommt einer und sagt, sag mal, du bist doch gar kein richtiger Kölner. Da gucke ich ihn an und sage, nee, ich bin Wirtschaftsflüchtling. Ich komme aus Koblenz. Ja, wir hatten nichts in Koblenz. Wir hatten nur eine Sitzung mit einem Präsidenten. Der war Redner und Band zugleich. Und früher auch noch das Funke mal riechen. Und dann sagen die Kölner, dann darfst du bleiben. Aber ich meine, ich finde das Motto ja super. Auf dem Kopf stehen. Darum geht's doch. Leute, wir müssen die Dinge anders sehen. Wir haben die vor 3 Wochen auch meine Kreditkarte geklaut. Bei irgendeinem Auftritt. Und seit 3 Wochen mache ich mir Gedanken. Melde ich das oder melde ich das nicht? Weil die diese geklaut haben, geben echt weniger Geld aus als meine Frau. Und das ist es. Mich hat wirklich einer gefragt, warum mache ich das? Da habe ich ihn angeguckt, sag mal, Leute, warum mache ich das? Wenn dieses Land eine Sache mehr braucht, dann ist es mehr Humor. Ja. Weil Humor ist immer ein Ausrufezeichen gegen Angst. Und ich meine, ich finde ja alle Sorgen berechtigt, aber Leute, wir machen doch manchmal Sachen. Vor 3 Wochen hat wirklich jemand in Köln gesagt, ich kann das nicht verstehen. Da schicken wir diese Tornados nach Syrien, wo wir sie doch am Hauptbahnhof bräuchten. Und ich dachte, kann es denn wahr sein? Diese Angst, überlegt mal, wie viele Ängste wir hatten in den letzten 2,5 Jahren. Vor 2,5 Jahren hieß es, Deutschland stirbt aus. Wir werden alle so alt. Da habe ich gesagt, sag mal, wie bekloppt ist das denn? Jeder Mensch möchte älter werden und wir haben es geschafft. Wir haben nur nicht damit gerechnet, dass wir es alle geschafft haben. Das ist das Problem. Aber in den ersten Städten wird reagiert. In Baden-Baden und Bad Neuenahr. Innovativ. Die haben schon eine Seniorenklappe. Das ist schön. Da vorne wird es gerade erklärt, ja. Und da heißt man, aber das ist es doch so. Überlegt mal, wie schnell sich das ändert. Vor einem Jahr die Griechen und die gibt es immer noch. Die haben nur jetzt ein neues Wappentier, der Kuckuck. So sieht's aus. Noch im Sommer war die größte Angst in Deutschland die Angst vor Naturkatastrophen. In Deutschland. So, wie bekloppt ist das denn? Was soll denn hier passieren in diesem Land der Hurrikans, Tsunamis und Blizzards? Ganz ehrlich, was passiert, wenn die Klimaerwärmung kommt? Hä? Der Sommer wird größer, Holland wird kleiner. Bei den ganzen Pegida-Demonstrationen in Dresden, da habe ich mich immer gefragt, wo ist das Jahrhunderthochwasser, wenn man es mal braucht? Ja! Leute, da hätten wir viele Probleme gelöst. Ich meine, ganz ehrlich, stellt euch mal vor, dieses Land hätte wieder Spaß. Stellt euch mal vor, Angela Merkel hätte Humor. Wann lächelt die denn? Maximal beim Yoga, oder? Wenn sie auf dem Kopf steht. Ansonsten, es ist schwierig. Und wir haben immer Sorgen. Wer hat Kinder? Wer erinnert sich an Kinder? Wem fällt jetzt gerade ein, dass er zu Hause welche vergessen hat? Ist doch so. Hast du Kinder, machst du dir immer Sorgen. Sind die weg, braucht es keine Stunde, bis du denkst, hoffentlich geht's denen gut. Sind die zurück, braucht es keine Stunde, bis du denkst, warum fahren die nicht endlich? Ey, ohne Quatsch, ich habe eine Tochter, die ist 17. Ich meine, die redet noch mit mir. Die braucht 1 Stunde zum Aufstehen. Und dann ist die von diesem Prozess so ermüdet, dass die sich wieder hinlegen muss. Leute, es gibt erwachsene Menschen, die wollen die Bundesjugendspiele abschaffen. Seid ihr wahnsinnig? Ihr müsst den an den Fitnesszustand der Jugendlichen anpassen, das verstehe ich. Bundesjugendspiele, wie sehen die in 10 Jahren aus? 5 Meter Lauf? Und das ist die Mittelstrecke. Jetzt kommt Ball hochheben. Oh nö! Weitsprung wird abgeschafft, weil einige Jugendliche vor Einbruch der Dunkelheit den Absprungbalken nicht erreicht haben. Und Schulwandertag nimmst du wirklich. Du wanderst einmal um die Schule. Wie um die ganze, wir halten am Kiosk, du Opfer. Es ist unglaublich.
Mein Neffe ist 14, Horst Lasse. Der ist hochbegabt, weil der kann lesen. Wir üben immer ganz klassisch Zeitung lesen, hier so mit Umblättern. Der will immer wischen. Ich sage immer blättern. Es ist doch so. Ey, die Jungs sind der Hammer. Ich meine wirklich ganz ehrlich, was sind so die größten 3 Wünsche von so einem 14-, 15-Jährigen? Ja? Erstens, mehr Zeit mit der Freundin. Zweitens, mehr Sex mit der Freundin. Drittens, eine Freundin. Also, es ist unglaublich. Ich meine, ich darf die nie unterschätzen. Die 2 haben sich mal gestritten, so, und der eine sagt, ey, deine Eltern sind obdachlos. Und der andere wollte sauer werden. Dachte noch einmal nach und sagte dann, cool, nie mehr Hausarrest. Das ist es. Aber ansonsten, redet miteinander. An die Frauen, seid emanzipiert. Redet mit dem Mann, dem Freund, dem Tagesabschnittsgefährten, egal wie er das macht. Seid mutig. Und an die Männer, wenn es mal in der Beziehung kriselt, es liegt auch an euch. Sprecht einfach mal die Partnerin so nebenher mit dem falschen Vornamen an. Dann geht wieder was. Oder sie. Es liegt immer daran, wie er es macht. Aber redet mit den Nachbarn. Guck mal, wir wohnen in Straßenhäusern, wir kennen die Leute. Und irgendwann haben wir mal Hallo gesagt, die nicht reagiert und wir, mit dem rede ich nicht mehr. Durchbrecht die Mauer des Schweigens. Und wenn die nicht mit euch reden, setzt ein Zeichen. Stellt einfach mal die Mülltonne einen Tag früher auf die Straße. Das kann die Chemie in einer ganzen Straße verändern. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wir haben 4 verschiedene Tonnen. Wisst ihr, was man damit alles anstellen kann? Jede Straße hat doch so einen Mülltonnenraussteller Opinions Leader. So einer, wo du genau weißt, wenn der die Tonne rausstellt, dann ist er auch dran. Bei uns heißt der Bernhard. Wenn Bernhard eine Tonne rausstellt, weiß die ganze Straße, oh, müssen wir nicht nachgucken, der hat sie herausgestellt. Ich warte immer auf den Moment, dass Bernhard in den Urlaub fährt. Weil dann kommt meine Zeit. Weil ich bin die Nummer 2 in der Straße. Und am besten ist Mai mit all den Feiertagen, Pfingsten, Christi Himmelfahrt, Frohleichnam. Du hast doch keine Ahnung, welche Tonne da draußen zu stehen hat. Seid mutig. Nehmt einfach mal die schwarze Tonne, mitten in der Woche. Stellt die raus und dann müsst ihr sagen, Ferienplan und wieder gehen. Aber wenn ihr wirklich was erreichen wollt, dann müsst ihr die Straße beobachten. Dann müsst ihr rauskriegen, was ist das optimale Zeitfenster dieser Straße, eine Tonne rauszustellen, damit es jeder mitkriegt. Bei uns ist es 18 bis 19:30 Uhr. Weil wenn du zu früh rausstellst, denken die, alles wäre vom Vormittag. Wenn du zu spät rausstellst, kriegt es nicht jeder mehr mit. 18 Uhr, dann nimmst du die hellste Tonne, die gelbe, und schiebst sie ganz langsam raus. Ganz korrekt, mit dem Griff nach vorne, so wie es sie gehört. Und wenn dann die Nachbarn gucken, nichts sagen, nur zurückgucken. Und dann gehst du wieder rein. Und jetzt kommt die Arbeit, weil jetzt musst du dir den Wecker stellen auf 5 Uhr. Das ist früh. Für mich. Aber du musst das machen, bevor der Erste mit dem Hund rausgeht. Und dann tauschst du die gelbe mit der blauen Tonne auf. So geht's. Und dann müsst ihr mal um 7:30 auf die Straße gehen. Überall gelb, bei euch blau. Danach kennen die euch. Das meine ich mit Humor. Es sind Ausrufezeichen gegen Angst. 30 Jahre lebe ich hier. Mann, ich habe alles kennengelernt. Ich kenne Köln. Das siehst du. Ihr seid verkleidet. Köln singt. Das ist mein Lieblingsding. Weißt du, du singst immer, die singen immer, auch bei falschen Gelegenheiten. Und Geduld. Wenn du eins lernst, Geduld. Wir haben 7 Rheinbrücken, 18 kaputt. Ich meine, man muss dir mal vorstellen, wir bauen diesen U-Bahn-Tunnel seit 11 Jahren. Wird der fertig? Nee. Wollen wir, dass der fertig wird? Nee. Doch, wir wollen, dass der Tunnel fertig wird in dem Moment, wo es keine U-Bahn mehr gibt. Weil dann hat Köln Platz für den ersten überdachten Rosenmontagszug der Welt. Das ist der Plan dahinter. Es ist so. Stommelschee, dann schon mal parat und mit Rente durch die Stadt. Und jeder hätte gesagt,
das Beste ist, wenn du aus Köln kommst, irgendwann sagst du so einen Satz wie, kenn ich, geht alles aus Köln, erzähl mir nix. Ich habe so einen richtigen Kölner Freund. Egal, was ich dem erzähle, der immer, kenn ich. Irgendwann sagt der, Köln ist die älteste Stadt der Welt. Ich sage, stimmt doch gar nicht in Rom. Rom ist in Köln gegründet worden. Und der Rhein-Kütt aus Köln macht dann nur einen Umweg über die Schweiz. Aber wenn es um Musik geht, wird es ganz schlimm. Die schönste Musik kommt aus Köln, natürlich. Klar, aber es gibt auch andere Musik, gibt es nicht. Und ich habe gesagt, hier und sowas wie die Beatles, haben die Höhner vorher gespielt. Jetzt stehen wir vor so einem Plakat von so einer irischen Tanzgruppe. Ich werde das nie vergessen. Die gab es mal vor 20 Jahren überall. Da hießen die Riverdance. Dann kam Lord of the Dance. Dann kam Dance of the River Lord. Dann kam Tap Dance on the River, Tap Dance Lord on Fire, Tap Dance River, Tap Dance Lord. Ich glaube, wenn wir vor 20 Jahren nach Irland gefahren wären, da war keiner. Die waren alle in Deutschland auf irgendwelchen Bühnen unterwegs. Jetzt kommen die schon wieder. Und mein Freund steht davor, guckt da drauf und sagt, und das geht aus Köln. Ich sagte, nee, das kommt aus Irland. Das geht aus Köln. Das nennt sich Ethno-Tap-Dance. Ich bitte, was? Das nennt sich Volksstepptanz. Du nimmst Musik aus der Gegend, kölsche Musik, die passenden Schuhe und steppst. Das haben der Kölner gemacht, die Iren gesehen, da wurde es berühmt. Leute, ich habe nachgelesen und recherchiert. Was ein Quatsch. Und ich muss sagen, diesmal hat er recht. Anfang der 80er Jahre hat angeblich jemand am Klotwigplatz in der Südstadt gesteppt zu der Musik einer damals jungen Kölner Band namens Bab. Und der hat das gemacht mit den Schuhen der frühen 80er Jahre. Und zwar hat er damals gesteppt. Ich hoffe, das kann man bis nach hinten sehen. Der hat gesteppt mit Birkenstocks. Es wird noch schlimmer. Der hat gesteppt mit Birkenstocks zu Bab. Das werde ich jetzt so machen. Und ich komme jetzt zum schwierigsten Teil der Nummer, nämlich zum Anziehen dieser Schuhe. Ich habe immer Angst, Birkenstocks anzuziehen, weil ich befürchte, dass sie von unten meinen Charakter übernehmen. Weißt du, du ziehst so Birkenstocks an und das Nächste, was du machst, du tanzt deinen Zahnstein weg. Also dafür habe ich mir schon immer Pauken gewünscht. Ist das schön? So, wir erinnern uns, ich steppe jetzt mit Birkenstocks zu Bab. Ich muss mich aber optisch noch ganz kurz in die Figur hineinversetzen, weil ich weiß, wie die damals aussah. Ist das schön? Ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Ihr müsst jetzt weitermachen. Also, geht raus, seid nett. Darum geht's letztlich. In dem Sinn, Köller, Allah. Knacki Deuser! Auf Knacki Deuser, Dreimer von Hetze, Köln! Knacki Deuser, WDR! Herzlichen Dank! Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier ist
Cat Baloo. Patriot mit stolzer Brust, schwing Pfand, schwing Rud und Wies. Alle wollen nach Berlin, raus in die große Welt. Doch mich kriegst du nicht fort, ich kann nicht sagen, was mich hält. Es gibt kein Wort, das sagen können, was ich will, wenn ich an Köln denk, oh. Wenn ich an mein Heimat denk, es gibt kein Wort, das sagen können, was ich will, wenn ich an Köln denk, oh. Wenn ich an mein Heimat denk, hab mich immer noch nicht satt gehört, an Kölsche Leder und dem Schmuck vom Ring. Hab mich immer noch nicht satt gesehen, an all der Hüse und dem Blut. Doch ich kann nicht sagen, was mich hält. Es gibt kein Wort, das sagen können, was ich will, wenn ich an Köln denk, oh. Wenn ich an mein Heimat denk, es gibt kein Wort, das sagen können, was ich will, wenn ich an Köln denk, oh. Wenn ich an mein Heimat denk, hätt ihr tausend schöne Lieder, in ihm steck jetzt wahres Leben. Doch nicht jeder endlich wieder, denn ist nie zu oft gesagt und ein nie zu oft. Es gibt kein Wort, das sagen könnt, was ich will, wenn ich an Köln denk, oh. Wenn ich an mein Heimat denk, es gibt kein Wort, das sagen könnt, was ich will, wenn ich an Köln denk, oh. Wenn ich an mein Heimat denk, es gibt kein Wort, das sagen könnt, was ich will, wenn ich an Köln denk, oh. Wenn ich an mein Heimat denk, es gibt kein Wort, das sagen könnt, was ich will, wenn ich an Köln denk, oh. Wenn ich an mein Heimat denk, es gibt kein Wort, das sagen könnt, was ich will, wenn ich an Köln denk, oh. Wenn ich an mein Heimat denk, es gibt kein Wort, das sagen könnt, was ich will, wenn ich an Köln denk, oh. Ich hab einfach das Gefühl, ich bin zurück. Auf jeden Fall. Vielen lieben Dank. Und jetzt seid ihr dran. 1, 2, 3. Es gibt kein Wort, das ich hab einfach das Gefühl, wir sind so wunderschön gesungen. Vielen Dank, das war's von Cat Baloo. Ciao!
Ja, liebe Freunde, ich darf Ihnen vorstellen, Oliver Niesen, Dominik Schönenborn, an der Schießbude der Michael Kraus und am Bass Kevin Witwer. Weil mi Herz zuschlägt, weil es mich ausschmeckt, weil man niemals vergisst, weil es immer noch so ist. Singen mir die kölsche Lieder, sprechen mir die kölsche Sprache und mir tun es immer wieder, Jahr für Jahr. Weil mi Herz zuschlägt, weil es mich ausschmeckt, weil man niemals vergisst, weil es immer noch so ist. Singen mir die kölsche Lieder, sprechen mir die kölsche Sprache und mir tun es immer wieder, Jahr für Jahr. Mir tun es immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Mir tun es immer wieder, immer wieder, immer wieder, Jahr für Jahr. Mir tun es immer wieder. Cat Baloo! Sagt Dankeschön! Bis zum nächsten Mal! Herzlichen Dank an Cat Baloo mit einer Rakete an die Gewehre. Kommando 1, 2, 3, Abhängen. Kommando 1, 2, 3, Abhängen. Kommando 1, 2, 3, Abhängen. Auf Cat Baloo, drehen wir von Hetze, Kölle. Cat Baloo, WDR. Herzlichen Dank, tschüss. Empfangen wir mit Begeisterung eine Tanzgruppe, die in den Kostümen der Kölner Originale auftritt. Empfangen wir die Tanzgruppe Kölsch Henneschen. Höldi, Söldi, Sitti, da, Reverie, Reverie, Knoll. Wenn das hier so Digger geht, weder mir noch heute, dann sind wir selig und machen uns ne Knobelkreuz, sind nicht wackelig. Denn wer das ist, der dreht uns leid. Ja, Höldi, Söldi, Sitti, da, Reverie, Reverie, Knoll. Welche Menschen, die sind lustig, an dem Hetze Sonne schenkt. Doch genauso sind wir Junge, hey geboren, hey am Ring. Kölsche Mädchen, die sind lustig, Blut Kinder, das nicht leid. Du bist Frische, denn wir sind mit 47 11 geduld. Du bist Frische, denn wir sind mit 47 11 geduld. Ob kreuz oder quer, ob rechts oder her, wir laufen nicht vom Pastel leer. Ob kreuz oder quer, ob rechts oder her, wir laufen nicht vom Pastel leer. Och, was war das früher schön, doch in Kolonia. Wenn der Franz dem Nies normale Cover schickt, wenn der Peter Arm in Arm mit Apollonia, still bei Knöch um Heimweg an für Knutsche Auf unsere Tanzgruppe Kölsch Henneschen, drehen wir von Hetze, Kölle.
Kölsch Hennessy, WDR. Herzlichen Dank, Martha der Fortkut. Jetzt geht's weiter mit den Klingelköpfen. Na, 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 na. Oh. Hey! Nur so eins, nicht die Welt. 0, 2 zu 1, was uns zusammenhält. 3 Krone, 11 Nommel, 2 Spitze, Headmelon, 86 Schwede, eine Strom. 86 Schwede, eine Strom. 86 Schwede, eine Strom. So, ihr Lieben, und jetzt nochmal. Nehmt die Hände und ich sag einfach mal, wir sind alle aus demselben Holz. Wir sind aus Kölschem Holz. Wir sind aus Kölschem Holz. Wir sind überall dabei. Und darauf sind wir stolz. Oh, wir sind aus Kölschem Holz. Wir sind überall dabei. Und darauf sind wir stolz. Wir wissen, was wir wollen. Und endlich macht man unser Ding. Man doch noch jetzt erzählen. Ha! Am letzten über Köln am Ring. Wir stehen nicht jeden allein an der Thek. Das ist uns so blöd. Wir schwaden jede an. Und wir sind jetzt noch dran. Wir sind aus Kölschem Holz. Wir sind überall dabei. Und darauf sind wir stolz. Oh, wir sind aus Kölschem Holz. Wir sind überall dabei. Und darauf sind wir stolz. Wir sind beste Freunde, obwohl man sich eigentlich kaum kennt. Das ist doch diese Jahrmann. Der Hauptsache ist da, wo es ja bringt. Der eine ist so, der andere so. Das wird immer so sein. Doch was heißt das schon? Das ist Tradition. Wir sind aus Kölschem Holz. Wir sind überall dabei. Und darauf sind wir stolz. Wir sind aus Kölschem Holz. Wir sind überall dabei. Und darauf sind wir stolz. Wir stehen nicht jeden allein an der Thek. Das ist uns so blöd. Wir schwaden jede an, denn wir sind jetzt noch dran. Kommst zusammen. Wir sind aus Kölschem Holz. Wir sind überall dabei. Und darauf sind wir stolz. Zeigt, wie stolz ihr seid. Und singt es. Wir. Das seid ihr, Leute. Hey! Oh! Ja! Wir sind aus Kölschem Holz. Wir sind überall dabei. Und darauf sind wir stolz. Oh!
Klüngelköp, Bremer von Etze, Kölle! Klüngelköp! Markus Quoth! Ich wollte mal zu Ihnen hinunterkommen in den Saal, denn es ist doch, glaube ich, schön, wenn man seine lieben Gäste ganz nah von Angesicht zu Angesicht begrüßen darf. Und ich darf auf das Herzlichste begrüßen unsere Oberbürgermeisterin der Stadt Köln, Henriette Reker. Mittlerweile haben wir 86 Fädel und in den nächsten 2000 Jahren kommt vielleicht das ein oder andere Fädel noch hinzu. Zum Beispiel ein Fädel in Köln Süd-Süd. Insofern darf ich den Oberbürgermeister der Stadt Bonn auf das Herzlichste begrüßen, nämlich Herr Ashok Alexander Schritteran. Oder aber ein neues Viertel, ein neues Fädel, Köln-Nord-Nord. Ich darf den Oberbürgermeister der Stadt Leverkusen begrüßen, Herrn Uwe Richrath. Und dann kommen wir zu vielleicht dann einem weiteren Fädel, wo man auch ganz gut einkaufen kann, nämlich in Köln Nord, Nord, Nord. Ich darf den Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf begrüßen, Herrn Thomas Geisel. Hier sind die Domstürmer. In diesem Sinne machen wir unser Ding. Lass mal singen. Mach dein Ding, Dingeling, Dingeling. Und du bist mittendrin, Dingeling, Dingeling. Mittendrin im Leben. Und hier geht's einfach gut. Seid ihr dabei? Mach dein und du wirst sehen, Dingeling, Dingeling. Dann hast du auch vom Leben nie genug. Mit Schmackes! Hey! Mach dein Ding, Dingeling, Dingeling. Und du bist mittendrin, Dingeling, Dingeling. Mittendrin im Leben. Und hier geht's einfach gut. Mach dein Ding. Und du wirst sehen, dann hast du auch vom Leben nie genug. Der Alltag ist auf Kart und Grau, hast alles manchmal satt. Du hängst nur noch zu Hause rum und fühlst dich einfach platt. Dann wird es höchste Zeit, dass du mal was bewegst und mit deinen Freunden um die Häuser ziehst. Lass mal singen! Mach ein Ding, Dingeling, Dingeling. Und du bist mittendrin, Dingeling, Dingeling. Mittendrin im Leben. Und hier geht's einfach gut. Mach dein Ding. Und du wirst sehen, dann hast du auch vom Leben nie genug. Endlich normale Leute. Und ihr macht dein. Und du bist mittendrin. Mittendrin. Und euch geht's einfach. An der Südkurve da hinten. Mach dein Ding, Dingeling, Dingeling. Und du wirst sehen, dann hast du auch vom Leben nie genug. Nein, 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 nein. Dann hast du auch vom Leben nie genug. Ja. Dann hast du auch vom Leben nie genug. Ihr macht euer Ding. Schön bei euch zusammen. Et gibt Lieder auf unser Haus, die man einfach kennen muss, die man immer singt, weil es Freude
Kölsch, geht immer noch rein. Pass auf, jetzt gehört es anders, als nur wer versteht. Wir singen jetzt mit euch mit ätzte Kölsche Lied. Pass auf! Ohne Ton, ohne Regen, ohne Sonne, Schien und ohne ohne Ton, ohne Regen, ohne Sonne, Schien und ohne die Hölle. Ohne Ton, ohne Regen, ohne Sonne, Schien und ohne pass auf! Ohne Ton, ohne Regen, ohne Sonne, Schien und mit ner Plattnas bei euch im Gesicht und nem träumischen Ausblech stand mir morgens auf und sind super rum. Nee, was jedet uns doch jut. Was haben wir nicht schon all gesungen? Wie schön es hier doch ist. Wir sind dem Herrn ja so gut gelungen und ob gewiss rein sich nur dreht. Hey! Ohne Dom, ohne Regen, ohne Sonne steht. Ohne Dom, ohne Regen, ohne Sonne steht. Und ihr? Ohne Dom, ohne Regen, ohne Sonne steht. Ohne Dom, ohne Regen, ohne Sonne steht. Wer lässt sich denn so ein Quatsch einfallen? Silberdach raus, ganz einfach fort, das hängt doch Oration. Doch wenn ein echte Kölsche ist, geht Roller Bock kaputt. Ohne Druck, ohne Regen, ohne Sonne steht. Ist klar. Ohne Druck, ohne Regen, ohne Sonne steht. Und jedes nicht. Ohne Druck, ohne Regen, ohne Sonne steht. Und ohne Druck, ohne Regen, ohne Sonne steht. Und Leide und ohne Druck. Ihr wisst schon, ne? Wenn ihr das jetzt immer weiter singt, dann werdet ihr das die ganze Nacht hören. Das ist nicht lustig. Also für mich persönlich ist das ja super, ne? Mein Jugendidol, der Toni, der macht hier den Ententanz um Kölsch. Ich krieg ein Kind, ja! Ach, die erste Reihe hat viel Spaß, ne? Tja, ich weiß, das ist alles nicht geprobt. Das ist doch alles nicht ausgedacht. Christoph, mein Lieber, schön, dass du da bist, wo ich dich einmal in der Hand hab. Schnapp dir mal den Dünn und unseren Präsis. Kommt mal alle mit, ich brauche euch mal. Kommt mal mit. Ich weiß, ihr werdet mich dafür hassen. Kommt mal zu mir. Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um ein paar Tage. Na, freut ihr euch? Die ziehen das durch. Meine Damen, meine Herren, das machen wir mal zusammen. Und ohne Dom, ohne Regen. Ohne Dom, ohne Regen. Das Lied ist aus, ihr könnt aufhören. Ohne Dom. Ja, ist klar. Ich spreche das hier ab. Und ohne, denn ohne Dom, ohne Ring, ohne Sonnenschein, fehlt können ja nichts. Auf die Domstürmer, dreimal von Hetze, Kölle! Domstürmer, WDR. Herzlichen Dank. Tschüss. Ja, meine Damen und Herren, wenn der Sitzungspräsident am
dem Bühnenrand steht, dann ist entweder die Sitzung beendet, aber das ist nicht der Fall, sondern wir empfangen das Kölner Dreigestirn 2016. Wenn der Prinz mit dem Bauer und der Jungfrau küsst, dann komm auf der Stelle, jetzt schön gesittet mit, dann ist er jeder Sitzung so. Das Dreie stehen, das ist der Clou. Der Prinz mit dem Bauer und der Jungfrau küsst, dann schon auf der Bühne, jetzt schön gesittet mit, das ist auf jeder Sitzung so. Das Dreie stehen, das ist der Clou. Ja, die Freunde, hier steht das Kölner Dreigestirn 2016. In der Mitte seine Tollität Thomas II., Thomas Elster. Ein einzig Mal, ein Stück Prinz im Karneval. Da würdest du, Prinzessin mein, das wär so schön, um wahr zu sein. Das wär so wunderschön, das wär so wunderschön, das wär so schön, um wahr zu sein. An seiner rechten Seite der Kölner Bauer. Er ist das Symbol für die Wehrhaftigkeit und in den letzten Tagen und Wochen braucht man das vielleicht in Köln auch. Unser lieber Bauer Anton, Uli Anton Maslak. Und jetzt natürlich am Schluss das Schönste, was man sich in Köln vorstellen kann. Die Jungfrau, ihre Lieblichkeit. Jungfrau Johanna Jörg Herzner. Ich habe genug geschwart, jetzt wollen wir euch hören. Als kleiner Jung hat ich mich uns verlaufen. Ich wollte mir nur ein Kamelchen kaufen. Ich fand meine Straße nicht mehr, ja, das war schwer. Der Schutzmann fragte mich, wo bist du her? Ich hatte Angst, mich beim Schlawitschen. Im Jeißer ich mich schon direkt Mann im Kitchen. Doch spurt ich ganz genau, der meint das Jod mit mir. Ich sag ihm dann, treu hätt sich ob min ihr. Ich bin ne Kölsche Jung, was willst du machen? Ich bin ne Kölsche Jung und ungelache. Ich bin noch sonst nicht schlecht, nee, ich bin brav. Mein Lieblingswörtchen heißt Kölner Araf. Ich bin ne Kölsche Jung, was willst du machen? Ich bin ne Kölsche Jung und ungelache. Ich bin noch sonst nicht schlecht, nee, ich bin brav. Mein Lieblingswörtchen ist Kölner Araf. Ruf mit uns aus, ob uns Vaterstadt Kolonia und uns Kölsche Sprach, dass die niemals ausstorf von Netze dreimal Köln. Kölsche Sprach.
Gölle. Ja, herzlichen Dank euch drei, nicht nur für den heutigen Aufzug, sondern für das, was ihr in der ganzen Session 2016 für unsere Stadt Kolonia getan habt. Nämlich erstens die kölsche Sprache aufrechterhalten und natürlich auch die kölschen Evergreens von so tollen Komponisten und Textdichtern wie Fritz Weber und Ludwig Sebus aufrechterhalten. Herzlichen Dank, euch drei dafür. Madet Jod und morgen ist es Ziggerum. Seit 44 Jahren sind Sie die musikalischen Botschafter unserer Stadt und bringen die kölsche Lebensfreude über die Grenzen unserer Stadt hinaus. Hier kommen die Hühner! Wir wünschen euch nach dem Dusch. Wir wünschen euch eine wunderschöne Fastenabend zusammen. Wir wollen ja nicht viel erzählen. Die Hühner nehmen direkt zu Beginn ihre Herzen in die Hand, um sie den hier anwesenden Damen zu verschenken. Schenk mir dein Herz. Schenk mir heute Nacht dein ganzes Herz und bleib bei mir. Dann schenk ich dir mein ganzes Herz und zeige dir, was dir gefällt. Die ganze Welt. Schenk mir dein Herz, ich schenk dir meins, nur die Liebe zählt. Komm, sei die Königin in meinem Königreich. Ich schenk dir heute ein Schloss am Rhein. Mein Reich ist eine Brücke, die führt ins Glück hinein. Das Schloss ist nicht so groß, symbolisch eben nur ein eiserner liebestreue Spur, der unsere beiden Namen trägt und diese Verse hier. Schenk mir heute Nacht dein ganzes Herz und bleib bei mir. Dann schenk ich dir mein ganzes Herz und zeige dir, was dir gefällt. Die ganze Welt. Und wenn du willst, auch noch ein bisschen mehr. Was dir gefällt. Die ganze Welt. Schenk mir dein Herz, ich schenk dir meins, nur die Liebe zählt. Es ist ein neuer Brauch, der bringt uns beiden Glück. So ein Schloss kann jeder sehen. Und der Dom gibt Acht darauf. Züge kommen und gehen. Wir schließen unser Schloss am Brückengitter an. Und es ist noch nicht allein. Gemeinsam werfen wir den Schlüssel in den Rhein hinein. Schenk mir heute Nacht dein ganzes Herz und bleib bei mir. Dann schenk ich dir mein ganzes Herz und zeige dir, was dir gefällt. Die ganze Welt. Und wenn du willst, auch noch ein bisschen.
seid ihr ganz allein. Schenkt. Herr Präsident, zu singen, hör mal, hier. Bisschen lauter. Und wenn du willst auch noch ein bisschen mehr, was dir gefällt, die ganze Welt. Schenk mir dein Herz, ich schenk dir meins, nur die Liebe zählt. Schenk mir dein Herz, ich schenk dir meins, nur die Liebe zählt. Ach, wunderbar! Mit euch kann man singen. Ich sehe schon, hier ist keine Sitzung, alle stehen. Ihr wollt euch ein bisschen bewegen, kein Problem. Mit uns kann man nicht nur singen, mit uns kann man auch hüpfen, springen, lachen und tanzen. Komm, lass mal tanzen, wir kriegen Besuch. Ja. Hier kommt Mama Afrika. Unsere Welt steht auf Gott, was Wurfel war, das ist jetzt Unge. Menschen machen sich um und suchen ein neues Haus. Ja, woher, da wird eine Chance für alle drin. Herzlich willkommen. Ja, dann und wann, da fängt jetzt Neues an. Komm, lass mal tanzen, zusammen jetzt tanzen. Wir haben einen Grund, denn die Welt ist bunt. Komm, lass mal singen, zusammen jetzt singen. Die Lieder von Glück und die Lieder von Glück. Komm, lass mal tanzen, zusammen jetzt tanzen. Nicht nur wir zwei, da sind alle dabei. Komm, lass mal vieren, zusammen jetzt vieren. Da bin ich so jung, dann ist alles im Blut. Komm, lass mal tanzen. Komm, lass mal tanzen. Komm, lass mal tanzen, zusammen jetzt tanzen. Nicht nur wir zwei, da sind alle dabei. Komm, lass mal vieren, zusammen jetzt vieren. Da bin ich so jung, dann ist alles im Blut. Ein herzliches Dankeschön an Mama Afrika. Jalle, Freunde, das war die Fernsehsitzung Karneval in Köln des Festkomitee Kölner Karneval in Zusammenarbeit mit dem Westdeutschen Rundfunk. Wir bedanken uns hier bei Ihnen im Gürzenich und bei Ihnen zu Hause am Bildschirm, dass Sie dabei waren. Und jetzt feiern wir hier weiter in Gürzenich mit den Hühnern. Wollt ihr denn noch eine Zugabe? Dieses nun folgende Lied widmen wir dem neuen Handball-Europameister Deutschland. Wenn nicht jetzt, wann dann? Kleine Tore, große Männer, das ist der Trend der Zeit. Handball ist der Sport für Kenner, jederzeit so bereit. Irgendwann fängt es an und auf einmal läuft das Spiel.
außer Heiner, wir haben's doch schon mal geschafft. Wir wollen viel, haben ein Ziel und der Weg dahin war schwer. Und jetzt haben wir's geschafft. Was wollen wir mehr? Ist das nicht wunderbar?